Voilà. Wir dürfen dann aufhängen mit unserer Konferenz über den Wolf. Natürlich ein Thema, das immens viele Leute interessiert. In Funktion von dem, wo sich dann eben noch immens viele Leute für diesen Webinar angemeldet hat, das freut uns. Weil wir wissen, dass Konferenzen von Laurent Schley, wenn sie über das Land stattfinden, immer zell gefüllt haben. Ich meine, 500 Leute, die sich für diese Webinar angemeldet haben, hatte bestimmt noch keinen Saal. Ich weiß nicht, die werden so Saal, außer vielleicht die Großtheaterin, die zuletzt beginnen, wo man die alle gut begeben rakkriegen. Stellen Sie ganz kurz hier, Patrick Michaeli aus dem Naturmuseum. Konferenz, die wir Tisch Naturverwaltung, Naturmuseum und dann eben auch Gemengen, die daran sind, organisieren, zusammen. De Musee, den auch zum Thema Wolf, die gesehen hat man natürlich ein ganz Party zerzielen hört. Dort also ein Foto aus unserem Saal Evolution, wo man über die Passung von den unterschiedlichen Wolfsarten, Zuchten und unterschiedlichen Klimabedingungen schwätzen. Mit einem anderen Saal schwätzen wir eben über den Wolf als ein wichtiger Faktor an einem intakten Ökosystem. Der Musee treiert de Wolf an segen Unitéite vum Servicekativ am Naturmobil, mir hunn Zeitschriften, de Panewipsche, wo man regelmäßig iwwer de Wolf schwätzen. Also de Musee ass natürlich, wann de Wolf geht, en inkontournablen Partner denken bei der Organisation vun so enger Konferenz. Wat d'Organisation vom Webinar selber ugeht, sonst nach Povierda, dann stand auch noch kurz den Laurent Schleinerenke für. Das ist so, werden natürlich bei dieser Konferenz immens viel Fragen abkommen. Die Möglichkeit, die an ihrer Menübar, da gibt es so ein Button, Question and Answers, da könnt ihr die Fragen antippen. Wir haben zwei Leute, Marianne Jacobs, Carol Back von der Naturverwaltung, die Fragen während der Konferenz werden sammeln, sodass wir sie nur zum Schluss da können und die Konferenzler dann auch stellen. Wo wir da zum Laurent Schley, ihr Stand wird weitergehen und der Bürgermeister von der Gemeinde Niederrhein, den Laurent Schley als Biolog und als Subdirektor von der Naturverwaltung, sind da viele Jahre wissenschaftliche Mitarbeiter von der zoologischen Sektion vom Naturmuseum und noch Sekretär von der European Mammal Foundation. 2017 wurde mit 17 anderen Autoren den Aktions- und Managementplan dann mit Umgang mit Wildfreiheit zu Lützeburg abgestaltet. Die Jahr darauf wurden dann eben auch ein ganz flott Buch zusammen mit dem Jan Herr über Säugetiere Luxemburgs geschrieben, publiziert, an dem eben auch nach oder schon dann ein paar Seiten über den Wolf dann auch dran sind. Also das Ganze sicher, den Mann hat zu Lützeburg, den ich viel am meisten über den Wolf, und wie man Wolf dann eben umgehen kann erzählen. Voilà. Ich habe dann damit meint gesagt, ich gehe weiter und den Bürgermeister von der Gemeinde Niederrhein, den Herr Raymond Weidert, den noch nach pur wieder wird so der Wolf, was ja als vielleicht bei ihm an der Gemeinde gesiegt. Herr Weidert, wird. Ja, liebe Nurleute, ich begrüße mich ganz herzlich zu dieser Online-Konferenz zum Thema Koexistenz Mensch-Wolf, Realismus oder Utopie. Wie die aus der Presse wisst, dürfen den 27. April des Jahres zu ihrem Territoire von der Gemeinde Niederrhein 3 Schafe gerasst. DNA-Analysen haben ergeben, dass es eindeutig ein Wolf war, an auch seine Populationszugehörigkeit als nachgewiesen. Ob diese Wolf sich im Moment an unserer Umgebung rumtreibt, das nicht gewusst. Aber seit 2017 also den dritten Wolf Nachweis zu Lützeburg. Wenn ihr früher zurückguckt, ich meine mehr wie 125 Jahre, also schon hier, dass wir zu Lützeburg kein Wolf mehr gesehen haben. Der letzte Wolf kam 1893 zu Olien, nicht weit von hier, erschossen. De Wolf war in der Vergangenheit immer vom Mensch gefährdet Tier, gouf dafür auch gejagt und ausgerottet. Wir alle gut kennen den bösen Wolf aus dem Märchen von den Brüder Grimm, der Wolf und die 7 Geißlein oder der Wolf am Rotkäppchen.
Et gëtt awer an der Lützeburger Literatur vill iwwer de Wolle an de Fuß. Da gëtt zum Beispiel de Wëlfchen an de Fiesien e Gedicht vum Dix oder dem Edmond de la Fontaine. Lei Fleideschmengen haut mat den heutigen Erkenntnisse ass de Wolf u sech eichte Scheitdeier wat och dem Mënsch weit aus de Feis geht. De Wolle was een Deier, dat an der Natur och fir dat ökologisch Gleichgewicht eng ganz wichtig Rolle spielt. An schwngten Dr. Laurent Schley werd lode nowen op dieser Konferenz Koexistenz Mënsch Wolf dorop aggel, wann de Wolle verloren hai an Europa mé ging verbreet gin an noch zu Lützeburg, wéi dat an Zukunft ausgesinn, a wie mir Mënschen als vis-à-vis vum Wolf sollen stellen. Ich gin dommer dem Laurent vor. So, guten Abend auch von meiner Seite am Namen von der Naturverwaltung begrüßen ich ganz herzlich auf dieser Konferenz Koexistenz Mensch-Wolf, Realismus oder Utopie, die ich an dieser Form für die erste Kehr halle mehr, das aber schon eine ganz große Überschneidung mit vierte Konferenzen mehr mit vielen neuen Sachen und sich natürlich auch die für da schon ein können zu schweren, die werden neue Elemente halt dran rumfahren an neue Informationen. Voilà, ich meine immer weiter, der Bürgermeister hat schon quasi die perfekte Introduktion gehen, mit dem Rotkäppchen viel Leute und den Wolf kennen als Meerescher, als der böse Wolf, als Meerescher oder als Horrorfilmer, von diese vielleicht als Erwurstner geguckt haben. Aber ich ging ich heute frohen, für zu probieren, für Leute, die den eventuell hat, sie wird extrem positiv oder extrem negativ par rapport zum Wolf, op ad Akte ze leef haut winst eng Stolo an ze probieren mat mir ze summen dat geheimnisvoll an erwer interessant déier ze entdecken an sech fleicht eng sonch mal sachlech fundéiert Menung zu dem déier ze machen. Dat ass am vu mein Ziel haut an schoffen dat gelingt ma innner mussssen. Strukturéiert hunnchte Viertrag folgen mussssen schwer en Kurs Introductionioun machen iwwer Biologie an Ekologie vum Déier, aber dat fir en Déier wéi lieften do no ginnech an op d'Ausrottungsgeschicht, die de Bürgermeister schon ugeschnitten huet, an der woch natürlich d'Wiederbesiedlung. Dann de grossen Pla de Resistance giwech so ass dem Kapitel Wolf a Mënsch, wéi sinn dort Interaktionen, wo sie Probleme, wo sie vielleicht auch positiv Sachen, an gift an kurz aufschließen man enger kurzer Zukunftsvision, wéi geht et weiter. Voilà, fängt man mat dem ersten Deel an, mat der Biologie, mat der Ökologie. Und da gebe ich für dich, das wisst ihr wahrscheinlich, die meist, dass der Wolf zu den Hundeartigen gehört, die weltweit plus ou moins 39 Arten im Moment zählen, bei der einen oder anderen, also ich schon nicht so ganz sicher. Da seid ihr eben verschieden, da von den Arten dran rum, wie natürlich als ein Fuß gut Bekanntheit zu Lützeburg, aber auch natürlich als ein Haushund, den auch dazu gehört, den Marderhund, hier oben an der Mitte, der Coyote, aus Nordamerika, den afrikanische Wildhund, den aus Safari an so GMAC-Filmer kennt, an eben erinnert den Goldschakal, wird auch eine Art aus der Jahr, die sich an Europa erst am Gange mit ausbreiten, mit der auch in Zukunft unter dem Stand bei uns kann rechnen. Kurz, wie sieht so ein Wolf aus? Ihr seht, am Gewicht leiten so zwischen 30 und 50 Kilo. Die männliche Stiere gehen schwerer wie die weibliche Stiere. An der Schëllerhéich tcht 60 an 80 cm an die 3 Sënner Daueren Gehörsinn, den Seesinn an noch den Geruchssinn sinn ganz gut ausgebildet. Heiers der Wolf aus der italienischer also aus der alten Populationun, die sind vielleicht lo ein Tick mi klein wie die zum Beispiel aus Deutschland oder Polen. Darüber schwätzen wir noch bis mich spät. Voilà, kurz Fortpflanzung, wie funktioniert das? Bei der Paarungszeit, die hast du am meisten Feier vom Jahr immer am Schnitt kriegen Welle 4 bis 6 Junker. Und die gehen 6 bis 8 Wochen, kriegen die Mammemilch und danach können sie sich stabilisieren und den Riss von den Älteren.
Für die Jung opzezählen, gehen sie tatsächlich auch an den Erdbau, dass sie meistens bei von Dachsen oder von Viehs, die der Wolf erweitert, zu einer mehr größer Höhle, weil das ja auch viel mehr große Tiere dann aber sind. Geschlechtsreif gehen sie mit 2 bis 3 Jahren. Die ganz große ein große Forscher ein bisschen als Einleitung auch für den Plan de Resistance her nur, als was fressen die Wölfe bei einer normalen Umständen, und das weisen die allermeisten Etude quasi alle gut. In Europa fressen sie zu größten Teil natürliche Beutetiere wie Reh, Wildschwein, an Rothirsch, die nicht zu Lützeburg, mehr auch an größten Teilen von Europa massenhaft am Anfang auch vorkommen. Do wo einer Hoftiere vorkommen, die vielleicht nicht so flächendeckend verbreitet sind wie Dammhirsch, Urwen, und dann den Sickerhirsch oder den Muffel, die auch viel diskutiert wird zu Lützeburg. Da gehen die auch gefräst, natürlich. Aber es gibt auch durchaus mit Kleinnahrung angeholt, von Hosen über Ratten, Mais, Biberen, das ist schon ein bisschen mit Decker, gehen auch gefräst. Aber es ist auch interessant, dass durchaus auch zum Teil Prädationen bestehen, ob einer Prädatoren wie den Dachs, der Fuß, den Marderhund, an der Waschbier, die auch bei uns zu Lützeburg vorkommt, als invasiv, nicht einheimisch Art, und noch Probleme mischt. Aber nach mir klein durchaus genug Amphibien, Gefries, Reptilien, aber auch Fullen, wenn sie kriegen, an Bodenbrüter gelege, Insekten, Friechten auch ganz interessant, also das nicht nur eine reine Fleischfresser. Und dann natürlich, das sind wir bei den großen Tieren, durchaus Nutztieren auch, wenn sie verfügbar sind. Da sind allerdings hauptsächlich Schaf und Gäßen und Kurs, heinz du auch mal können da Ranner sehen oder mal Pferd. Das ist aber echt selten. Aber so fressen als erste Tisch, sie bis wie der Fuß, sind sie auch ein Art Gesundheitspolizist von der Natur, das am Anfang auch erst und dummer der Krankheitsherden auch beseitigen, wenn sie fangen. Der Tisch zurückbehalten, wer wolle was der Generalist, Fleischfresser, aber mit einer guten Tendenz wirklich zum Allesfresser. Wie leben die Wölfe, sie sind hauptsächlich stammungs- und nutzaktiv, und sie leben im Prinzip an Familie Rudel, da kommen wir auch noch drauf, bis mich spät, mit einer relativ strengen Rangordnung, mit einem Alpha-Menschen, einem Alpha-Weibchen, das sie im Anfang ein bisschen so schaffen, wenn ich so will. Rudel besteht in Europa aus 5 bis 11 Tieren, in Nordamerika kann das durchaus mehr sein. Voilà, wie gesagt, ein Alpha-Koppel mit ihrem Novus aus 1 bis 3 Generationen, wo sie nicht bedenken, dass die Jungen nicht alle überleben, dass da viel auch Futti gehen durch Krankheiten oder andere Sachen. Was du wichtig ist, eben, und dafür schwätzen wir auch, die wird wohl auf die 2 bis 3-jährige Wölfe von der Geschlechtsreif verlosen. Der Rudel gehen auch ausgestoßen zum großen Teil dann. Sie sichern sich einen neuen Lebensraum und dabei können sie Hunderten, voire zum Teil weit über 1000 oder 2000 Kilometer zurücklegen. Als Einzeltier, und das machen sie dann tatsächlich quasi so lang, bis irgendwo auf einen Partner stoßen, Wolf von dem anderen Geschlecht, und da bildet sich ein Koppel, und die Koppel lässt sich dann, wenn sie gute Lebensraum haben, nieder, aber wenn sie da Junker kriegen, können sie im Moment zur Rudelbildung. Das heißt, sie wandern nicht am Rudel über 100 oder 1000 Kilometer, mit der sie schon Einzeltieren, und das ist auch das, was wir ja ein bisschen gesehen haben hier. Das tut ein Thema, komme ich da nur noch ein bisschen mehr im Detail drauf zurück. Voilà, das Reveillersystem, also, habe ich schon erklärt, am Rudel leben sie mehr, die sind auch territorial, das heißt, sie haben einen Lebensraum, den sie nutzen, den sie aber auch verteidigen, dafür territorial, den sie verteidigen gegen einer Wölfe. In Europa sind die Revieren meistens so zwischen 200 und 300 Quadratkilometer groß, das sind riesige Flächen, sodass es doch nicht zu einer Massenvermehrung könnt, wie Leute haben es da fährten. Die Reviere gehen, wie so, die sind riesig groß, du hast Rudel dran und die verteidigt gegen einer Größe effektiv. Hängt viel davon ab, wie viel Nahrungsangebot das, weil du extrem viel Rehe, extrem viel Wildschwein da sind, können die Reviere noch ein bisschen klein sein, am anderen Fall sind sie mehr groß. Die gehen da gegen einer Wölfe verteidigt, indem sie markieren, mit Urin, mit Kot, an dem sie auch direkt die Eindringlinge angreifen und auch oft tot machen, carrément, an dem sie hurlen, für zu weisen, hey, sie mir,
leider geht den Ton an der Präsentation net so viel spielen statt just über Handy an schaffen, dat geht in der Mose ganz kurz. Schon geht het net. Voilà, so klingt dat wann den Wolf hurelt, wann der dat wenn geheiert, da kann er bei mellen. So. Hallo geht den heute tatsächlich auch. Okay, so. Voilà, und dann die nächste große Frage ist, wo leben die Dieren? Wer ist ja das ihre Lebensraum? Oft wird gemeint oder gesagt, zu Lützeburg hast du sowieso kein Lebensraum mit für den Wolf. Aber das ist nicht richtig. Die sieht, der Lebensraum kann ganz variabel sein. Von Wüsten über große Buschgebiete, Berge, Plänen, wo bald kein Beam stehen. Über links sieht er das Provence, wo viele von euch bestimmt schon an der Vakanz waren, und die sind alle ganz rumkommen, die ist saturiert mit Wölfe, da sind da überall. Bei ihnen links Spanien, wo Agrarwüsten, der wir so nennen, sind, wo aber Wölfe hier kommen, in der Schweiz, über jetzt am Graubünden oder über jetzt dann an Norddeutschland, auf Gebiete, wo dann Strom produziert wird, respektiv. Weil das auch hier, muss ich sagen, was die Lebensraum geht, dass der Wolf für Generalisten als immens anpassungsfähiger kann eigentlich quasi überall leben. Voilà, das ist ein bisschen die große Einleitung. Was das für ein Tier ist, logisch ein bisschen auf die geschichtlichen Teile ganz kurz, wer ist dazu kommen, dass man heute von der Schwätze, aber früher war die Verbreitung vom Wolf, ganz früher war die Verbreitung so, alles vertraut, dass also ganz Nordamerika, ganz Eurasien war vom Wolf besiedelt. Als er war von dem Mensch als Konkurrent gesehen, wie den Boemeister schon so geschnitten hat, das heißt, das Gefahr die noch zum Teil vom Mensch als der, was den eventuell Kind angreifen, du hast ein Hauptproblem gewirrscht, war Wölfe Tollwut hatten. Der Wolf war auch gesehen als eine Gefahr für Nutztiere. Und er auch durch Christentum wirklich verdeivelt gehen, ein bisschen mit dem Teufel am von gleich gesagt gehen, sodass das natürlich auch in Europa dazu geführt hat, dass der Wolf ein schlechtes Bild hat, ein schlechtes Image hat, und als eben noch systematisch ausgerottet ging. Der Lebensraum verlust, wie bei vielen anderen Tieren, das heißt kein entscheidender Faktor, und das ist ein wichtiger Punkt, der noch erlaubt, dass überhaupt der Wolf kann zurückkommen. Voilà, Lützeburg ist 1839 unabhängig gewesen, als schon 10 Jahre Nachstung am Memorial, eine Verordnung über für die Ausrottung von der Wölfe zu treiben an 1893, wie der Boemeister schon angeschnitten hat, der letzte Wolf offiziell zumindest am Oelgener Busch nicht weiter von Iran wo geschossen gehen. So da mal auf der Plakette steht aber 1892, bien, das ist ein Fehler von denen die Plakette abgehangen haben, die sind schon am Jahr geirrt, das war den Saint-Hubert-Club, also ein GEA-Verein, die 1937 die Plakette abgehangen haben und sich am Datum verloren haben. Den Datum fanden ja ganz viele Publikationen, die falschen leider rum. Der Wolle, was in der Schutz gesagt ging, an Europa, wie eben schon relativ spät. In Italien war es schon 1979 mehr, von der ganzen EU war es dann 1992 durch die sogenannte Habitat-Direktiv, die viele bestimmt schon mal von der Herren holen. Und der hat direkt dazu gefordert, dass am Anfang der Gros von den Aufschüssen am Anfang dann abgehalten wird. Das heißt, die Populationen haben angefangen, sich auszubreiten. Und aktuell kann ich sagen, dass ganz Europa, mit der aber, da sind natürlich auch die Bestände dran, die noch existiert und die nicht ausgerottet werden, da komme ich noch drauf. Kann ich im Moment so rund 14.000 Wölfe, wobei die Zahl ganz schwer zu schätzen, also ganz schwer zu ermitteln, also dafür hast du ein groß Fehlerquote dran, also plus minus 2000, das heißt, treschen den Tisch 12 waren 16.000 Wölfe. Das sind ungefähr so viel wie Menschen in der Gemeinde Hesper leben, als kleiner Vergleich. 2016 hat der Lützeburg auch den Teil Wolf, sagen wir mal, von der Habitat-Direktiv umgesetzt und der Wolf durch das nationale Gesetzgebung streng geschützt. Voilà, hier ist die Verbreitung vom Wolf Stand 2014. Der ist aber noch wichtig, weil am Anfang hauptsächlich sind die blauen Pfeiler. Und das sind nur gewesen Dispersionen, also Movementer von einzelnen Wölfen, die nur gewesen sind, sehr wird, weil sie ein Senderhalsband hatten, also gefangen waren und so in Ugedokuten, oder weil sie genetisch, also durch ihren DNA,
nogewiese gesinn op der enger Platz an dann irgendwann op der andere Platz. An du gesit er durch die ganz weit Dispersionen, die do méigich sinn, dass eigentlich Kontinentaleuropa kaum nach e Flecken ass, wo net kéint Haut oder Moor Wolf optauchen. Die aktuelle Verbredung ganz kraft von 2017, dass die lächt so mehr Kart, die man hunn, also ungefähr Datei, dunkelblo, Permanentpräsenz, hellblo, sporadisch Präsenz. Die gesieht, dass es durch schon ganz stärker Frankreich weitergegangen ist, bis an Vogesen, an noch an der Mös. Wann ihr lo seid, alles fährt lo an dem roten Strich aus, der das wat sich an den letzten 25 bis 30 Jahre entwickelt wird. Für Drohnen war an dem ganzen Bereich kein Wolf daheim. Für ein bisschen ranzuzoomen, wir sind auf Zoom, ein bisschen ranzuzoomen auf Lützeburg, heißt die ein bisschen mehr rezent Entwicklung, wo ich just kurz weise, wie das so generell geht. Wo in Deutschland insgesamt über 105 Ruddeln entretemps, in Frankreich sind da über 50, in der Schweiz 8 Ruddeln. Den ersten davon, die erste Reproduktion war 2012. Das heißt, die ewige Zahl ist immer da, das Jahr von der ersten Reproduktion, und ihr seht da an Niedersachsen, an Deutschland, das ist ein Bundesland hier, du hast die erste Reproduktion 2011 stattfand an Lo, knapp 10 Jahre danach sind wir bei 25 Ruddeln schon. Das letzte Jahr auch eine erste Ruddelbildung an Holland, an Rheinland-Pfalz auch. Eben an der Belsch, wobei da muss ich sagen, der Trudel vom letzten Jahr, da sind die Jung an Mam illegal aufgeschossen gehen. Da wird aber wahrscheinlich das Jahr eine neue Rudelbildung kommen, weil ein neues Weibchen zugewandert ist bei den Menschen, den überlebt hat. Den Akt von Braconnage, von illegalem Aufschuss. Und dann 2020 mit einem Fragezeichen ganz neu bei Lützeburg, das Tod fein, also Tod ist Fan. Da ist zumindest mal seit 2 Jahren ein Mensch sesshaft, also seit wo man doch ein Weibchen fand gehen, das heißt, du hast auch möglich, dass du Reproduktion kennt stattfand an der Vogesen. Du war 2013 eine Reproduktion, die aber du hast aber quasi keine Präsenz mehr, just nach von Einzellehren im Moment. Und da ganz konkret, was sind die Fälle, die man Lützeburg hat? War 2017 am Juli, als die Foto gemacht, die von einem Bauer bei Leidling, wo man aufgrund von der Foto, die aber nicht ganz scharf war, weil der Mann war relativ weit weg. Und die hast mal einem Smartphone gemacht, wo man nicht 100% sicher waren, dafür hast du agil. Ich erkläre nach Dono, wie das heißt, das ist mich spät. Und dann kurz Dono, aber 10 Dono, hat man im den Fall von Puschow, die Garaski waren zwischen der Garnisch und Holzem, was nur gewiesen haben mussten, eine Wolle aus der Alpenpopulation. Dann 2018 im Februar ein unbekannt, wo man nicht wissen, wo ihn hier kennt, weil der DNA nicht funktioniert hat, mir war auf der Basis von den Merkmalen auf der Karkasse vom Schof konnten so, dass da von einem Wolf geraski war. Und natürlich Lo, für die Leute, die Lo von Niederlanden zugeschaltet sind, ein April eben von Niederlanden, wo man genetisch auch bestätigt tun, dass der Wolf war, als der mitteleuropäische Flachlandpopulation, also als eine andere Population wie die Garnische. Ganz kurz, denke ich, zu Lützeburg ein bisschen mehr Europa rausgezoomt. Einen der rote Punkt in Niederlanden bestätigt das also, dass er Wolf, das auch bestätigt, dass er die männliche Steher war, über Genetik aus der mitteleuropäischen Flachlandpopulation, die sogenannten Haplotyp HW01. Das ist nicht so wichtig, mit der Schüsse zu weisen, wie das. Und dann kommt noch ein Nummer, ein offizieller wissenschaftlicher Nummer an der Datenbank, den GW, also Grey Wolf 1608 M, weil das sich ganz schlecht ausschwätzt und auch so mit wissenschaftlicher Tendenz, Einzel nimmt zu gehen, die bisschen mehr einfach zu verhalten sind, für das ich nicht muss die Zölle verhalten. Aber weil die für die erste Kehr zu Lützeburg entdeckt ist, als von meinen Kolleginnen als Lulu bezeichnet können, also LU für Lützeburg. Voilà. Lo haben wir natürlich auch das für dich zu Lützeburg erfolgt gehen, die war für drunter nie detektiert gehen, mehr, aber wissen wir, wo ihr hier könnt. Und zwar nördlich von Hannover, für was wissen wir das, weil der DNA von den Eltern bekannt war. Und darauf kann ich natürlich dann Rückschluss ziehen, das heißt, wir wissen, dass sie nördlich von Hannover auf die Welt kommen, wahrscheinlich 2018, eventuell 2019. Und die Distanz zwischen den zwei Regionen ist rund 450 Kilometer Luftlinie. Weil Wölle war normalerweise nicht Luftlinie fahren, für den sich für erste Lohr hinkommen. Da wird dann der letzten, die ist ganz neu, Informationen, die nach näheren Stunden, die nach hier gesehen wird, die sind all die ich haut nur die gesehen. Und als nämlich
sind nach Proben analysiert gin die Geholgi waren 4 und Eiser mit Jawarecht nur dems Eis dabei waren publik gesehen ass an Holland mit mehr oder en März waren an Holland an engem grosse Bëchgebiet an en März waren a Flandern an der Belsch an eben de 27. Feierten bei Eis an dem Hai zu Niederrhein net weit von Niederrhein wäsch. Dat heescht Wanderung as also wesentlich mi weit wie 450 Kilometer, die net déier gemacht. Voilà. Und dann wie so de Pla de Resistance lo der bëssen de Background, die wisst wat zu Lützeburg schläft, wat heescht dat lo an die Wolle zu Lützeburg rëm könnt, och van de Moment ich der Einzelbeobachtungen sinn a keng fast Usiedlungen dem Moment ze beobachten. Wat heescht dat? Wo gin do Verbindungspunkte? Ma Verbindungspunktech Mënscher wolle was, dats de Mënsch fir lange Joren gut Wissenschaftler sech net enigch sie waren der 20.000 oder vielleicht sogar 100.000 Joer ugefangen hunn wëlle wo zumindest gemeinsam Vierfach vu wëlle wann eisen Haus hin haut ze domestizeieren loser an aus der Domestikation sinn eben all die Rasse vun Hënnen entstanden, die Dir all gotten du hem hut. Da das awer eigentlich nach immer e Wolf, déi just bësse genetisch mutéier das van Stamm soen an die bis komisch ausgesäit Wolf. Wie das ein immer Wolf an Kreizunge sinn méiglech och. Komme noch eins do 4. En anderen Berührungspunkt ass das Wëlf natürlich auch, weil iwwer méi Strosse gebaut gesinn an Europa auch iwwer die Strosse musssse lafe fir vun engem Deel vun ihrem Revéier an der Danner zu kommen an dobei dann noch einst du überrand gin da jo net vun dem Auto, den du am Bild hast, den net just Tonlichsplatz gesichert. E weitere Punkt, dass das leider noch immer illegal aufschösst gëtt, wo Leiter noch einst du froh sie fir dat dann noch am Internet zu publizeieren, so dass ich kann so eng Foto einst du do fannen. Soweit ich weiß, wird Montenegro aber eng Enquete lanciert. Voilà. Und dann die großen Thema, die vielleicht beunruhigt wirklich direkt Konflikte man Mensch, du hast notamment Angst für einen Ugriff eventuell, also das ist wirklich eine Angst. Schon das Bild rausgewählt, weil tatsächlich im Internet sieht den Hecht, wo die Angst im Kopf sitzt, und ich interessant fand. Das zweite Wolle sind Krankheiten, bringt die Wolf Krankheiten mit, bringt den Tollwut mit zum Beispiel, als ein froh, den sich Kind stellen. Dann ist nach froh, also der Konkurrent von der Jäger, fristen der Jäger die wilde Wäsche. Und dann aber auch, und das ist durchaus das realste und den seriöste Problem, wo ich muss drüber schwätzen, das ist eben die Übergriff auf Nutztieren, wenn die einfach zu fangen sind. Und auf die 4 Punkte gehen ich ein bisschen mehr im Detail an. Und da ist also mal Accidente mat Mënschen, du gët eng ganz interessante Etude vun der LCI, also vun der Large Carnivore Initiative for Europe, die 2002 rauskom ass, dats eng Expertegruppe vun alle Länder quasi aus Europa. Seit 2017 sinn ich och dabei, mit Demonstration ass noch net dabei 2002, wie die Etude rauskom ass. Mit Di huet geguckt, wieviel Accidente goufet 1950 an 2000 an do huet den festgestellt, ganz Europa will verstanden 21 mat net tollwütige Wölf feiert davon täglich. Das also tatsächlich so, es kann durchaus an ganz unglückliche Situationen dazu feiern, dass einmal ein Mensch einen Wolf dort gemerkt wird, das äußerst selten, wenn ich behaupte, das ging nie vorkommen, das auch nicht richtig. Zum Vergleich trotzdem englisch, Pardon, die ich so am Internet fand, ein bisschen zufällig rausgesicht, an Deutschland zwischen 1990 und 2007 39 städtlich Ugriff durch Haushand pro, also an der Periode von 10 Jahren, das sind 4 pro Jahr. An Deutschland 30.000 Busverletzungen pro Jahr durch Haushand. An Österreich bald 6.000 Ugriff pro Jahr durch Haushand auf Menschen, also Busverletzungen und so Geschichten. Ein Donner aus Bayern von 2013 150 Ugriff von Ranner auf Menschen, 4 davon deutlich. Und in Deutschland 100 Accidente, das sind 2 bis 12 pro Jahr. Wie seht, da gibt es aber andere Donner, die wesentlich mehr problematisch sind, wie Sachen am Wolf. Für zu behaupten, wieso es gegen nie vorkommen, ist natürlich auch falsch. Und habe ich just pur Extren aus Zeitungen von Haushunden und noch, wie gesagt, auch von Wildschweinen, die natürlich auch ganz regelmäßig in Europa regelmäßig Menschen tot machen, angreifen, tot machen. Da haben wir das Land voll davon. Und aber geschieht das ganz selten noch bei unserem Land, weil eben die Tiere im Prinzip so wie auch Wolf der Mensch fährten an den Mensch aus dem Face gehen.
Zu den Krankheiten nachher den Linell-Bericht, den ich gerade schon erwähnt habe, weil Winter Tollwut eben, da gibt dann derselbe 50-Jahresperiode 38 Accidenten mit tollwütigen Wölfen, natürlich nicht in unserer Region, 5 davon deutlich. Lützeburg und noch der Rest von Westeuropa ist Anfang seit über 15 Jahren tollwutfrei, wild-tollwutfrei, dass die Tollwut die hier an Kurs ist. Und es geht dann plus eine Impfung. Das heißt, wenn ich gebe Gebass gehen von einem Hund oder von einem Wolf, egal, da kann ich beim Doktor gehen, kriege eine Impfung, das ist überhaupt kein Problem. Das vielleicht machen das auch von nur Hundsbiss einfach für sich aufzusichern. Und hier gesagt ihnen das auch gut, also dann aus Frankreich, wo ich gut gesagt, mit den 90er Jahren schon, quasi Ende 90er Jahren, Tollwut auf Null. Und danach kartografisch durchgestellt auch Tollwutverbreitung 1992 an Tollwutverbreitung 2017. Ich meine, du siehst da, dass ich, wo wir schwätzen haben. Den dritten Punkt ist Konkurrenz mit den Jäger. Als der Wolf ein Konkurrent für die Jäger, aber ich gebe mal behaupten, nee, weil den Wolf möchte ja, hält ja dem Jäger nicht weg. Drei und will Schwein und die anderen Wildarten gehören nicht dem Jäger, mit das Rest Nullius sozusagen, die gehören keinem, gehören recht dem Jäger, wenn den Aufschuss ging, wenn der Jäger zum Beispiel geschossen wird, dann ist es dem Jäger sein für Drohnen nicht. En plus, heet jo Jäger muss jo regulieren dabausen, weil eben de Wolle van de Lux nemmi do sind, fir Mengesch kann ich schëmmi bekloren, lo eng vun den deieren Äten rëm könnt. Wat machen sie, weil sie fressen natürlich auch Hirschstand zum Beispiel in diesem Fall, regulieren sie wirklich viel, ja zum Teil, also der Wolf, was sie für allem machen, sie verändern Verhalten vom Wild, weil das Wild passt sich an Situation von einem Predateur, verändert sein Verhalten, muss mehr Energie investieren an Vigilanz, für aufzupassen, dass er nicht gefräst wird oder angegriffen wird. Mit meiner Zeit für selber zu fressen, kann sich vielleicht ein bisschen mehr gut reproduzieren und ist eigentlich insgesamt dadurch geht die Population ein bisschen hoch. Was ja auch gut ist, weil wir haben von denen deren da wesentlich zu viel. Was ich aber nicht viel unerwähnt lassen, ich selber sie nicht GEA, aber ich will aber nicht unerwähnt lassen, dass die GEA Föderation zu Lützeburg ein ganz positiv Approach geholt wird par rapport zum Retour vom Wolf, zum natürlichen Retour vom Wolf 2015, haben sie das in ihrer Zeitung geschrieben. Und ich meine, da muss ich noch anerkennen, dass da aber eine gute Position geholt gehen ist. Ein weiterer Punkt, auch in Relation noch mit der Jurist, weil natürlich auch Juristen durch den Bürgerhalt zu laufen, wie das betrifft auch Leute, die einfach mit ihrem Hund spazieren gehen, die nicht in der Länge das. Am Prinzip sie Wölfe an ihrem Revier als Konkurrenten für Wert, weil Hünde ja eigentlich nicht sehen wie Wölfe, die ein bisschen komisch aussehen. Das heißt, sie dulden keine Eindringlinge und meistens gehen dann Hünde effektiv auch, wenn sie erwischt gehen, dort gemacht. Dafür wichtig ist, nicht frei laufen los sein, wenn er lenkt, wenn er an einem Wolfsrevier in der Wese, denke ich ja, dass sie deren Punkt der beste Schutz für ihren Hund. Den Hauptproblem, den ich wirklich muss am Anfang diskutieren, das sind die Übergriffe auf Nutztieren, also auf Schof hauptsächlich Gäste, wie ich gesagt habe, und natürlich kein Halter froh ist, wenn der Mäuse auf den Weg kommt, an so ein Bild 4 findet. Das ist klar, da muss ich verstehen, das ist evident, da stellt sich oft froh, wie wäre es, weil das ist nicht immer so evident. Auch Haushören, rappen viel Schof, Fies können mal jung Schof reißen, da geht es nach der Lux, mal bei uns noch nicht, da brauchen wir auch noch nicht bei uns, aber das immer stellt sich froh, wie wäre es. Und dafür geht dann, wenn wir so einen Fall haben, wo es klar ist, dass es nicht klar ist, wo man so, okay, das muss nicht unbedingt den Hund gewirrscht sein, da gehen DNA-Probe geholt und ein Biss von, wo wir hoffen dann, dass genug Speichel eben sich an dem Wattestäbchen festbindet, dass die kann am Labor analysiert gehen, an denen dass der Labor ist so, wie war da der Predateur. Den ersten Fall, wo wir so hatten, das war 2015, zu Kehl, da hat man einen Verdacht, das war wirklich ein Schof, das war halb gefriert, da haben wir gedacht, ja, wir wissen nicht genau, man hatte noch nicht viel Erfahrung, muss man ja auch so an dem Thema, wir haben ihn analysieren gelost, und das Resultat, das kommt, und war ein Hund, den das Schof gerast hat und noch gefriert hat. Das heißt, die Haushunde sind durchaus auch ein ganz großes Problem an dem dritten Thema. Aber der Wolf natürlich, wenn der Wolf irgendwo auftaucht, dann an sich schon, an dem Revier, da kann es durchaus vorkommen, dass da Übergriffe kommen. Was kann ich machen, um das zu verhindern? Da gibt Präventionsmaßnahmen, notamment eben, dass ich mit elektrischen Zink schafft und auch mit Herdenschutz hin.
hai en Kangal, das eng speziell Rast, die dofir auch trainiert das fir eben wëlle wäch ze halen, an die sie wirklich relativ aggressiv, do déi wie noch schwa mam Halter do, ich het net Dir vum mam Halter ran an d'Feet, well das fährt mir wahrscheinlich gange wie dem potenzielle Wolf. Eng aner wichtig Präventionsmaßnahmen bei Wanderschäfer zum Beispiel, de mat ihre Schof iwwer groß Distanze wanderen, auf Flächen aufkasen, die am Naturschutz oft angesagt gehen. Präsenz vom Schäfer, Präsenz vom Mensch als auch schon eigentlich ganz guten Hilfsmittel. Und wenn die drei Sachen zu summen hält, die ich schon genannt habe, dann kann ihn erreichen, das weisen die Tüden bis zu 80% zur Reduktion von den Übergriffen. Ganz auf Null kriegen sie leider nicht. Das ist klar, dafür muss ich dann auch ein System finden, für natürlich zu entschädigen, wenn für die Schuhe zu bezahlen, wenn der Wolf dann einfach schufkolle. Nicht zu vergessen, trotzdem erwähnt, auch viel andere Verluste bei Nutztieren und den Alpen sind ja zum Beispiel Stehschlag, auch natürlich Hundsattacken, schlechte Haltebedingungen und so weiter. An die 12 von Schof, die an den Alpen jährlich sterben durch so Sachen, durch andere Faktoren, die sind 10-fach mehr hoch, wie die durch Prädateure, Luchs und Wolf geholt gehen. Dafür muss ich das Ganze auch ein bisschen in den Kontext setzen, das ist wichtig. Und dann auch ganz aktuell Lützeburg und uninteressant mengnisch, wo in Mortalität auf den Bauern heft gesagt, zum Beispiel an den roten Bären hat das pro Jahr von 2005 bis 2018 heriert. Die Rotbär ganz innen, die sieht, die geht über 11.000 ungefähr, das sind Kälfscher, die auf den Bauern heft durch Krankheiten oder einfach so Geburtsprobleme oder so sterben, am Alter zwischen 0 und 6 Monaten. Das sind also immens viel. Dann Schof, das sind die, muss ich kurz gucken, das sind die, wo ist das, die Blohai, voilà, die Blo, das sind da auch eng jet, und dafür muss ich bedenken, dass, wenn der Wolf da mal behält, das für den Einzelnen nicht flott, und das muss ich immer anerkennen, das immer für den Einzelnen nicht flott, und da muss ich den Leuten auch helfen, mir an der Gesamtstatistik, also fällt nicht wirklich so an Gewicht, das muss ich auch den Kontext denken gesehen. Dafür sind wir eigentlich bei einem großen Thema. Wolfsmanagement, das eigentlich für alle Menschenmanagement, weil der Wolf, der managt sich selber, der gedient dabei, der frisst, der ernährt sich, der reproduziert sich wie alle normal Tiere auch, alle anderen Tiere auch. Aber wer muss geholfen kriegen, das sind Menschen, für die da umzugehen. Und dafür die Satz, das Wolfsmanagement für alle Menschenmanagement ist. Und wie geht das gemacht? Wir haben dann einen Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen zu Lützeburg erstellt, wie den Patrick Michaeli an seiner Introduktion schon gesagt hat. Den ist am Jahr 2015 angelaufen, als du über 16 über das ganze Jahr diskutiert ging, und zwar mit allen Akteuren, all den großen Akteuren, konnte nicht alle einzelnen Vereine mit 3 Membern mit ranholen. Wir haben aber 18 Akteure, 7 aus dem Bereich von Naturschutz und der Wissenschaft, 8 Vertreter aber von der Landwirtschaft, der Viehzucht, der Schafshalter und der Geißenhalter. Das ganz wichtig war, dass die Leute bei uns durchsetzen, die auch alle ganz konstruktiv mitgeschafft haben, genauso wie auch Vertreter von der Jägerföderation, auch vom Öko-Jägerverband, an eben der Vertreter von der Privatböschbesitzer. Das heißt, all die Leute waren an einer Gruppe, an die haben zusammen das Dokument erstellt, sie noch Auto davon, das heißt, sie stehen noch dafür. Und ich meine, wenn du wirklich fertig bist, ein Dokument zu finden, wo man Konsens von tun, wie kann man da umgehen. Die 2 groß, ich gehe nicht an Detail drauf an, die fand das im Internet, sieht umwelt.lu nicht, falls man das will am Detail lesen. Die 2 großen Linien, die da festgehalten sind, das ist das Konfliktmanagement, also Präventionsmaßnahmen, Entschädigung, wie geht entschädigt von der Schuld da ist, wie geht eine Risikobegutachtung gemacht, eine Expertise im Terrain, aber wie evitieren wir Habituation, also dass der Wolf sich und der Mensch gewinnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das darf nicht geschehen. Das heißt, der Wolf muss immer seinen Schei, seinen natürlichen Schei vom Mensch behalten. Da darf wir für allem nie Wölfe füttern, das ist wichtig. Und der zweite Punkt, das dann, zweite große Punkt, dass den Umgang mit Wölfen, wenn du tatsächlich mal geben, Wölfe verhaltensauffällig gehen, Problem gehen, zu viel sich mit Menschen gewinnen und Menschen approchieren, das darf nicht sein. Menschliche Sicherheit muss immer vorgehen. Wie geht ihr damit wie geht ihr mit dem Thema, wenn du mal zu einer Kreuzung könntest, einen Wolf in einem Haushund, wie geht ihr mit verletzten Wölfen, mit kranken Wölfen, wenn der Wolf wie verrannt geht, wie geht ihr damit das alles ist an dem Plan festgehalten,
an dat sind so die wichtigsten Punkte. Ich will kun am Detail darüber und das schüss fir zu weisen, dat geschieht das Prozedur, wann Riss gemeldet gëtt, Schof zum Beispiel wat fand gëtt, wat gefries ass geraskin ass, dann ass dat eng Prozedur. Ich will just op en Deel do vun agoen mir am Detail das das fir ze so, dass mir als vun der RNF engagéieren, dass wir mir eng Meldung kreen, dann los mir als verdeicht am Prinzip Foto checken und dann wann die Foto tatsächlich als so okay, da muss man Terra, da sind mir innerhalb von 24 Stunden Terra. Und dann sich mal eben all die Spuren, die im Terra fand gehen, mir noch ein Permanenz an dem sind Stoen, die Weekend erlebt, die Feier die schläft, wo also der nächste Wolf, den man zu gar nicht hatte, war natürlich auf einem Samstag Abend, wie das immer so geht. Und dafür glücklicherweise hat man da so einen Platz, weil du war mal direkt mit einer Equipe um Terra und wir konnten als Erbestor machen. Wenn wir bis mindestens gewartet hätten, da werden DNA degradiert gewirrscht und man hätte kein Resultat damit gekriegt. Und noch eine Hotline, die steht an dem Managementplan dran, die auch all Bauer, all Schofziehst dazu geschickt hat. Also die Hotline, die Nummer dann noch du findet, wann sie braucht. Den Umgang mit 12, ja, da haben wir so nichts Neues aus der Fangel gesucht, da haben wir uns ein bisschen inspiriert, wie das auch am Ausland gehandhabt wird. Eine Klassifizierung auf 4 Kategorien, ich gehe noch nicht in Detail, mit der verhaltensunabhängige Wolf, den sich komplett normal behält, der verhaltensabhängige Wolf, der vielleicht ein Tick meiner Schei ist, wohin da muss schon ein bisschen gucken, was lebt da. Ein Problemwolf für ihn, der wirklich sich gegen den Mensch approchieren, aktiv, ohne nur aggressiv unbedingt zu sehen. Und der Risikowolle fährt an den, die wirklich gegen den Mensch approchieren, wirklich aggressiv verhalten weisen. Da muss natürlich dann auch agiert gehen, wie so die menschliche Sicherheit hat auch in seinem Fall immer Vierrang. Ich muss so in Deutschland unter 105 Ruddeln, in Frankreich über 50, da gibt es nicht Fall, wo du wirklich zu einem Problem oder zu einem Incident kommen wir. Und gibt es von der Presse über Sachen Bericht, wo dann oft herno rauskennt, dass es nicht wirklich wolle fair oder dass das alles nicht so war, wie am Anfang gesagt wurde. Also richtig Incident geht es nicht. An denen 25 Jahre, wo wollen von denen 2 Schlenner sind. Und dann noch für das Grand Public ist eine Broschüre ausgebracht, Wölfe in Luxemburg. Die können noch bei uns bestellen, bei der ANF. Die ist auch am Februar rauskommen, am Managementplan, wo ein bisschen mehr komprimiert, aber ein bisschen mehr open für das Grand Public, die wichtigsten Sachen so dranstehen, wie verhalten ich mich par rapport zu einem Wolf, wann ich beginne. Und das ist für die Frage, die Leute immer stellen. Verhaltensregeln, wann ich den Wolf am Busch beginne. Schon noch vielleicht vor noch in den Herrn angerufen, dem ich gefragt habe, ja, was meinst du da, wenn ich den Wolf beginne am Gringenwald? Aber da habe ich dem das ein bisschen erklärt, und in einem Broschüre geschickt, da steht das alles dran. Voilà, wichtig, dass mal hin, der Lenktfeiern hatte ich schon gesagt, wann ihn gegen den Wolf beginnen, nicht fortlaufen. Normalerweise wird der Wolf wirklich lang gesehen, ihr der hier gesehen, an als schon fort. Wenn das nicht der Fall ist, macht ihn auf mich aufmerksam, halten einfach am Arm, guckt, was geschieht. Mit Arm an die Luft, mit ihr groß, schwätzt hart, nicht jetzt, aber schwätzt hart, dass er merkt, dass ein Mensch, da Mensch mich da fort. Wenn das noch immer nicht hilft, geht er einfach los, zurück, schwätzt weiter hart, und dann ist auch normalerweise das Problem gelöst. Wenn das noch immer nicht hilft, mit den Arm wedeln, hart jetzt da vielleicht, und irgendwann noch, wenn vielleicht nicht, dass man einem Stehen mal Richtung Wolf geheim, für das dann am Prinzip fortgeht. Also im Prinzip ist das nie ein Problem. Ich selber hatte die Chance, dass ich in Kanada für ein paar Jahre Wolf begegnet habe. Da komme ich schnell drauf. Ein Foto weisen sich nach der Funa, da war auch in der Wüste dabei, die waren zum Teil ganz nah 6 Meter, der Schweizer Markt für 6 Meter, und die haben das gemacht, was ich noch gesagt habe, und sie haben geguckt und sie haben sich verzogen. Was ich nie meinen, das ist wirklich eine wichtige Message, und die Leute nie denken, der Wolf, was aber lebt der, wir fiedern dem mal ein bisschen. Ihr braucht kein Wild der zu fiedern, und schon gut kein Wolf, das gilt auch für Naturfotografen, das so nicht gerne, weil Naturfotografen haben so Tendenz haben, für die wollen unzulocken mit Futter, für besser Fotos zu machen, das soll in okay Fall bei einem Wolf machen, weil das fährt so, dass der Wolf den Mensch mit Futter, mit Nahrung in Verbindung bringt, und das ist nicht das, was wir wollen haben. Nur viele war Probleme geschwärzt, die war Sachen, wo ich muss Lesungen dafür finden, gibt es da noch etwas Positives in Relation. Man wolle, wenn ich meine schon, dass ich Sachen detektiert habe, die aber positiv sind. Erst dann von mir in Kanada, wofür rund 3 Jahre, und ich meine, das war für mich auf jeden Fall ein ehemaliges Erlebnis, auf 6 Meter
Jungdeier vu 6 Main ungefähr dat op 6 Meter zu hunn, den noch eng Sekunde oder Foto fortgelä was, dat spannend Erliefnis gegen nëmmen Schiedfreg wënschen dat enker zu hunn. Wirklich dat Erliefnis vu Wildnis enker selber Matze erliewende Bausten der Natur, das fantastischen Event. Wolle vor der auch wichtigen Aspekt bei der Biodiversität zu spielen, das in Deel von der Biodiversität, das eng Art und die sieht eng Landschaft mit vielen Dieren dran an Strukturen. Okay, Wolf dran, also ich bin der Meinung, dass auch die Wolleflosse kommt, sein Platz do huet, einfach weil es eng Art mehr ist, an alle Art, die mehr do ist, hilft, das ökologisch Gleichgewicht ein bisschen besser herzustellen. Nur da war ein konkret wichtige Rolle auf der Rest vom Ökosystem. An der vereinfachter Durchstellung der Nahrungspyramid gesit Uwen, de Wolf, den Uhu an de Steenadler Steenadler gëtt beschnitt. Dat sind die sogenannten Endkonsumenten oder Großprädateuren, a wann déi wächfallen losinn se fort, dann huet de Niveau drinnner wie Fies oder viel aner Dieren am Fall von den Uhu wächfällt dann noch so Sachen wie Busherren oder aner Eilenachten, die dann vielleicht können Iwerhand holen, die ganze System alles werden drin als bisschen aus dem Gleichgewicht können. Und dafür ist es sinnvoll, dass ihr probiert doch oder zumindest akzeptiert, wann die Arten zurückkommen, den Uhu hat sich auch in den letzten Jahrzehnten rum zu Lützeburg mehr verbreitet, der Wolle was lo am Gangen, um da uns fänken, und dann soll ihn eigentlich froh sein, weil das hilft da ist für die Natur ein bisschen mehr an Gleichgewicht zu kreieren, an unserer Kulturlandschaft, die auch vom Mensch aber stark gesteuert ist. Und da meine ich, dass die Wolle auch mit Ehrlichkeit zu dienen hat. Weil ich meine, wir hier am reichen Europa, wir so ja am Anfang, wir verlangen von den Indern, dass sie hier Tigere schützen, weil wir sie schön fanden. Wir verlangen von den Amerikanern zum Beispiel, dass sie hier Brombeere schützen, von den Südamerikanern, dass sie hier Jaguare schützen, auch von den Afrikanern, dass sie hier Elefanten schützen. Obwohl die oft an Gebieten leben, wo die Leute wirklich arm sind. Und am Fall vom Elefant nicht nur Kulturen zerstört, die mir oft nach Teiser und Hütten von den Leuten matt. Wir verlangen das, wir werden das von denen, und da sollen wir reich Europäer nicht fertig bringen, pur Wölfe zu tolerieren, weil ich meine, doch, wir bringen das fertig für die Hypokrisie, so mal ad acta zu lehnen, und echt da nie ehrlich mit der Sache umzugehen, und auch in Europa ein bisschen Wildnis, auch an Westeuropa natürlich, ein bisschen Wildnis zu tolerieren. Ich meine, wir gehen da mal da eins. Wie geht es weiter? Eine kleine Zukunftsvision, bisschen romantisiert durchgestellt auf der Foto. Aber was ganz wichtig ist, das wir auch schon machen, dass wir das ja erlaubt, am Anfang die Niederlande von der Wolf zu detektieren, Monitoring machen, mit Fotofällen, das hat man hier noch nicht. Monitoring durch den Code, den ihr da immer findet. Code hat so ein gut ungewöhnlich, dass doch viel DNA drin ist, von dem den ausgeschickt wird. Das heißt, wenn ich Code findet, kann ich auch DNA sicherstellen, den an das Labor schicken, und auch Informationen kriegen über was für Tiere das, wo die können und so weiter. Natürlich auch den DNA von der Riss, das haben wir schon erwähnt, das muss aber nicht unbedingt ein Schafsriss sein. Das sind leider die wir meistens gemeldet kriegen, weil die ja Schaf ja Besitzer haben und weil deren Schwein und Rehe und so weiter nicht. Und die auch oft am Busch irgendwo an einer Dickung gefräst gehen und nicht auf einer Wiss, wo der Besitzer sie findet. Lohneinker zu der Bewertung, das hatte ich schon für den Urgestehen, da ich Gift drauf zurückkommen. Die Hinweise, die man da kriegen, die gehen dann bewährt an C1, das sind eindeutig Nachweise hart Fakten, wie im Fall von Niederrhein, wie im Fall von Garnisch, mit einem genetischen Nachweis. C2, das ist ein bestätigter Hinweis, wie im Fall von Fuhren, wo kommt mit Experten, nach Experten aus dem Ausland ruhig zu, weil wir aber noch nicht so viel Erfahrung natürlich zu Bestand mit den Sachen haben, weil wir aber ein bisschen unsicher waren, wenn ich also von einem Expert bei einem Rissgutachten das kann bestätigen, dann wird das als C2 klassiert. An C3 wäre dann ein Foto von Leidling, wie ich für gewiesen habe, die der Bauer da fotografiert hat, einen unbestätigten Hinweis, wo das Foto nicht gut genug ist, für wirklich ein definitiv auszukennen zu machen. Heinst du sie noch Foto und die sind so perfekt, da kann ich ein C1 daraus machen, aber das ist aber nicht immer der Fall. Und da geht nach Kategorie falsch und der Wolf definitiv kann ausgeschlossen gehen und Kategorie keine Bewertung möglich, wenn er nicht weiter hat, für auszuwerten. Die wichtige Frage, die sich natürlich immer stellt, Wolf oder Hund,
An all die Heiten, die halb den Foto sehen, schon leider nie vergisst von den Fotografen, dat mal lädt, sie Lützebäuer alle Gu die hun als sie sind als Ragecheck gehen als vermeintlich Schwelle, wann ich kann nicht garantieren, die 5 Bilder do weisen 5 Mal in Hand, verschiedene Hände natürlich, auch die an der Mitte, die vielleicht dem Wollwarm nutzt, könnt mit dem Schwanz wesentlich zu lang sieht bis auf der Boden, das gut merkt man schon, ein paar die anderen auch nach, wo ich nicht im Detail drauf angehen. Hey, wer Wolf den ass an eng Fotofall getappt an der Schweiz, wohin also die gut Merkmaler gesäit, der Schwanz relativ kurz eng schwarz spëtzt, die Mask am Gesicht den ënnechten Deel echt der bësse weis, an dann eben noch wat Franzose nennen de Kontrast doch so ventral, also den irwechten Deel echtter mi dunkel, an den ënnechten Deel bësse mi hell, heiner Technologie iwwerdriwen durch Belichtung von der Foto. Ich mein gesäit ihr ich so. All Meldungen, die zum Wolf zu machen sind, da ging man Leute wirklich spielt und das klappt super gut. Mir so noch Merci, die schon Meldungen gemacht hat, auch wenn sie nur falsch sich herausstellen, das ist nicht wichtig, das ist nicht schlimm. Besser eng falsch zu viel wie eng richtig, die man nicht kriegt. Dafür meldet ruhig weiter Beobachtungen oder weiter so meint zum Thema Wolf über das E-Mail-Adresse, also wolf@anf.et.lu. Wir werten das dann aus. Mechen kriegt ein Formular von uns geschickt, den er soll ausfüllen, ein bisschen mehr Details darauf sehen, für das wir das können besser an den Kontext setzen. Ja, die Frage, die ich gestaltet habe am Anfang war Koexistenz Mensch-Wolf, Realismus oder Utopie. Und ich meine, wie so oft am Leben, also es keine Schwarz-Weiß-Situation, die wir da haben. Es gibt verschiedene Blickwinkel. Für Schafsicht, also vielleicht echt eine Utopie, an die Welt der Wolf auch nicht versteht, den noch, und das muss ich noch verstehen. Für ein Naturschützer, Mensch, also vielleicht aber ist da realistisch, weil seht, okay, dreht sich aus, das sind Fakten, das geschieht. Ich gesehen das so, dass es durchaus realistisch ist, mit Bedingungen, das heißt, muss in die Gestion, die Management am Griff haben, muss in Pratt sein, für die Situation einzugehen, für die Leute zu helfen, für die Leute zu beroden. Aber wenn das gut möchte, meine ich, dann ist das durchaus realistisch, dass ein Koexistenzmensch voll trotz unweigerlichen einzelnen Probleme aber kann funktionieren. An ein Zitat von einem Chef an der Large Carnivore Initiative for Europe, von dem Expertengruppe, wo den ich schon erwähnt habe, will ich bringen. Und das fand ich ganz wichtig. Das ist ein Schnitt froh, wie viel Wölfe da sind. Das ist ein froh von, wie viel Konflikt kann Europa, will Europa tolerieren, auf wo. Aber wenn den dummer der Einzige, wenn den da deutlich geriert, dann da geht er doch. Und dann ein letztes Zitat aus einem Artikel von Raoul Redinger, von mir selber, den ich aber immer bringe, weil ich meine, dass das ein bisschen der Sensor von dem Ganzen. Es soll in der Menge an der Wolf weder verdeiveln noch verherrlichen. Wir müssen ein realistisch, ein sachlich, ein wissenschaftlich fundiert, objektiv Approach zu der Sache haben, Fakten durchstellen, transparent sein, an den Konflikt mindernde Management und Platz finden. Aber wenn ihr das fertig bringt, ich meine, da sind wir zu Lützburg nicht so schlecht im Moment, dann ist eine Koexistenz, wie gesagt, durchaus möglich. Voilà, mit dieser wunderschönen Foto vom Eugen Reiter will ich eigentlich abhalten mit einem kleinen Augenzwinker nach der Patrick Michaeli hat es schon angeschwärzt, eine kleine Werbung nach an eigener Sache. Das Buch Säugetiere Luxemburgs auf Deutsch und auf Französisch, die Mami Ferdi Luxemburg, zu kriegen an alle Librairie. Auch der Wolle, was du daran erwähnt, und auch wieder, wieso dann noch viele Informationen über andere Namen wäre von Lützeburg. Voilà, und dann wird der Vortrag fertig. Ich hoffe, die hat fleißig frohe Gestalt. Marianne Jacobs kennt Teilball nicht nur, für die als Sinneren und zu sortieren. Aber sie werden frohen aufhängen, vier zu lesen, sind dann besser regruppiert, weil du mal dieselbe vorgestellt hast. Dann da geht das besser regruppiert. Dafür wundert dich nicht, wenn ihr froh vielleicht nicht wortwörtlich so könnt, wie das es vielleicht gestaltet wird, mir dann hast du an einer Gruppe von Frauen, die ähnlich wären, vielleicht einen Gang mit Antwort können, auf jeden Fall. Voilà, vielmals merci mal für die Nachricht von meiner Seite. Und dann gebe ich Marianne Bierden seine Kamera uns machen und dann die erste Frage probieren wir mal heran. Voilà.
Wir probieren nicht ein bisschen durch Spuren zu gidieren. Wenn ganz am Anfang Kai eng froh zu den Hybriden, also Hybrid-12, froh aus, dass ob es dann Deutschland und Frankreich überhaupt noch richtig 12 gehen oder ob schon alles, was auf 12 genannt wird, so ein Mix aus den entstanden ist. Okay. Ja, also das ist so, dass die froh mit den Hybriden oder mit der Kreuzung zwischen Haus und Wölfe hatte ich ja auch kurz angeschnitten. Das können effektiv noch immer 4, was logisch ist, weil das dieselbe Art, die können sich kreuzen. Das ist natürlich nicht sinnvoll sich als ein Naturschutzstandpunkt heraus, weil dann eben die so ein volles DNA am Anfang verdünnt wird, sozusagen durch Haushand. An den meisten Fällen geht das an einer Generation, lässt das sich rum, nur dann sonst mal pflanzen die Hybriden sich fort mit dem Wölfe, sodass das sich verlebt, und das ist von nicht dramatisch. Also ja, ganz klar, es gibt ganz klar nach ganz viel genetische Spur Wölfe in Frankreich und Deutschland und Europa überhaupt. Der Moment, wo wir als LCI, als Large Carnivore Initiative for Europe, auch in einem Paper geschrieben, den Lo nächste Woche müsste an einer wissenschaftlicher Fachzeitschrift rauskommen, wo auf Fakten, auf Daten basiert sind aus allen Ländern, und nicht auf Geschwätz von verschiedenen Leuten, die das Thema gerne benutzen, muss ich so leider für die Wolle schlecht Licht zurück, für die Leute Angst zu machen, aber Fakten, die kommen an einem wissenschaftlichen Paper. Also scheieren sie bis 50 Frohen do, schon überhaupt kein Problem, wie sie so lange do bis alle beantwortet sind. Die nächste Frage ist, dass bis immer gesagt wird, dass die iberische Population relativ isoliert wäre. Die Karte für die Gewiese geht das weder man bestätigen und froh ist, wann das so ist, wieso das so ist. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, eine ganz pertinente Frage. Das ist effektiv so, dass die Ausbreitung von der iberischen Population, die nie ausgestorben war, die immer überlebt wird, mit einem zahlenmäßig zwischen 1000 und 2000 Wölfe ungefähr denombriert. Du gibt so eine Linie, sozusagen eine virtuelle Linie, die ich muss vorstellen, wo eine Ausbreitung noch Osten einen Schnitt toleriert wird. Das ist zwar nicht offiziell, aber das ist aber de facto so, wo also Wölfe ganz viel, sobald sie quasi da die überschreiten, wenn sie erwischt, gegen sie Schuss. Das ist illegal, aber das lebt aber leider noch immer so. Effektiv ist es erstaunlich, dass die Population sich nicht mehr ausbreitet. Das ist aber nur so rezent, wenn ich richtig am Kopf sind, Einzelwölfe an den Pyrenäen nur gewisse gehen aus der Population. Das heißt, das ist aber immer mal den einen oder anderen, an den du durch könnt. Aber wieder so an den Pyrenäen schon Alpenwölfe detektiert gesehen, die durch den ganzen Süden von Frankreich also gelaufen sind, für an die Pyrenäen zu kommen, werden die Populationen sich wahrscheinlich ob kurz oder lang an den Pyrenäen vermischen. Da können wir eine Frage, die aus Ökonomie oft gestaltet gehen, und das ist, ob Habitatmodellierungen bei Eis am Land schon gemacht werden, weil sie den Erwartungen für potenziell ein Risiko haben. Das ist auch eine ganz interessante Frage. Ich hatte effektiv die Karte nicht an der Präsentation dran, schon sie aber durchaus dabei. Ich ging sie einfach hier abmachen. Also das ist tatsächlich gemacht, eine Habitatmodellierung. Schon heute müssen probieren, ein bisschen mit kurz mich zu haben, dafür hatte ich es nicht an der Präsentation dran, mir heute so. Das heißt, das mit der Uni Wien gemacht gehen, wo ihn also gesagt hat, alles was geringer als agil, also eigentlich gute Lebensraum für die Wolf. Das ist also quasi sonst mal ganz Land, weil die Wolf auch eben nicht immens viel Ursprung stellt, unser Lebensraum, bei denen aber auch gesagt, und das gesagt ihr nicht, wie gesagt ihr nicht. Okay, Moment. Scheren, ne? Ja, ich muss nicht scheren. Entschuldigt. Voilà. So, voilà, hier ist es, entschuldigt. Voilà, du siehst das Karte, das heißt, die sieht alles, was geringer ist, dunkel, hell, und noch gel, also eigentlich für den Wolf ganz guter Lebensraum. Was ich eben auch gesagt habe, dass Lützeburg ist auch bekanntermaßen, dass mit der Belgien zusammen sind, dass die zwei Länder, die am meisten zerschnitten sind, wo die Lebensräume am meisten zerschnitten sind. Das heißt, wo also immens viele Straßen, Ortschaften überall, wo kein riesig großes Buschmassiv am Anfang sind.
Der Wolf braucht nicht unbedingt riesig groß Böschmassiver, die Zerschneidungseffekte do, die Straßen und so weiter, die feiern natürlich dazu, dass an einem zerschnittenen Lebensraum Gefahr mehr groß ist, dass die Tiere dann auf die Straßen effektiv überrannt gehen. Nächste Frage. Die nächste Frage ist noch eine Frage zu Hybridwölfen. Und zwar wird behauptet, dass dem Gesetz umgeändert ging, dass Wolfshybriden und Landlinge integral zu schützen werden. Und ob sie dann weiterhin eben kennt und sie als Problem oder Hybridwölfe identifiziert werden, dann noch weiter ein Troll gehen, aber ja. Ja, das ist auch eine ganz pertinente Frage von Herrn Grotz. Gebe ich mal Mengen. Das ist so, dass die Paper, den ich vorhin erwähnt habe, über Hybriden, den wir als Large Carnivore Initiative beschrieben haben und nicht als Naturverwaltung, wo man die wissenschaftliche Approche geguckt hat, wo man auch legal Gesetzgebung und alles geguckt haben, wie soll man da umgehen. Da so man eigentlich, dass es, und das auch an anderen Ländern schon, wo das ja schon der Fall ist, wo Erfahrungswerte viel dass es sinnvoll ist, dass Kreuzungen effektiv über das Gesetz dieselbe Schutz haben wie den pure Wolf aus dem einfachen Grund, für zu evitieren, dass reell genetisch pur Wolf mit 4-Wand Geschoss gehen, ich hatte gemeint, es war ein Hybrid. Wie war aber klar ist, dass das auch das Gesetz aber Derogationsmöglichkeiten für gesehen, und das ist ja das, was doch eigentlich am Managementplan auch schon steht, dass wann so eine Kreuzung soll festgestellt gehen, das ist eigentlich nicht sinnvoll, die sollen dann über Derogation dem Moment effektiv also aus der Wildnis rausgeholt gehen, aber nicht über Jewish zum Beispiel an. Ich meine, das ist ein bisschen doof, wie die Frau ausspielt, das heißt, dass nicht das Fall den Schutzstatus so soll rankommen, eventuell, das ist auch noch nicht tot, Gesetz ist noch nicht verteilt, das ist eine Änderung, die soll kommen, das ist aber nicht dafür, dass die Hybride sollen an der Natur verbleiben. Nächste Frage. Die nächste Frage, die wir haben, ist, ob es tatsächlich Lützeburg möglich wäre, dass wir ganz Rudel hätten, also sprich, dass wir ganz Rudel näher lassen, oder ob wir weiterhin tatsächlich Durchzieher oder Wanderer hätten. Das ist also ganz schwer zu sagen, weil klar ist, dass das Land Möglichkeiten geben, für auch Rudeln sich näher zu lassen, also sich zu bilden, sagen wir mal. Ich denke, dass es mehr wahrscheinlich ist, dass die ersten Rudeln sich werden bilden, an Lebensräumen, die mehr ungesteuert sind, wo man an Straßen sind, man an Wirtschaften. Ich denke dafür allem in Ardennen, das ist ein optimaler Lebensraum vom Wolf. Und dass, wenn die Lebensräume besetzt sind, saturiert sind, dass sie sich dann an die bisschen suboptimalen Lebensräume werden weiter verbreiten. Und da wird dann noch Lützeburg natürlich dazu gehören, sodass es aber absolut realistisch ist, das zu aufwerten in näherer Zukunft. Wie nie, wissen wir natürlich nicht, wir sind kein Hellseher. Die nächste Frage ist, inwiefern die Viersterin und Jäger am Thema Wolf mit angezogen gehen. Ja, also ich meine, die Jäger sind ja angebunden gehen am Managementplan, das hatte ich für darüber gewiesen, weil die Vierster sind ein Teil von der Naturverwaltung, die haben eine Information noch gehalten gekriegt, wo sie alle guten bisschen ähnliche Präsentationen gemacht haben wie heute, wo sie mal das Thema rekruten. Natürlich schon sie den Managementplan alle gut gekriegt, die sind auch angebunden. Im Moment ist noch eine zusätzliche Formation geplant, das wird aber wahrscheinlich Anfang 2021 für als Vierster, aber auch für Leute aus der Autoren-Equipe, sage ich mal, vom Managementplan, wo sie auch vielleicht können den oder anderen Schofzüchter oder Geher darunter teilholen. Das wird eine Information sein, ein bisschen mehr fundiert, also approfondiert, poussiert, über Risserkennung und so weiter, wie die Detektion Terra mischt, an die Hinweise, die ihn da kriegt, wie die kann uns bewerten. Also ja, dann für das ja. Für darüber ein von der Plakette hat geschwärzt, dass da die falschen Datum drauf steht. Und heute wird gefragt, ob ihr eigentlich die richtigen Datum, also die vom letzten Wolf, die geschossen ist, wiederholen kennt. Ja, also auf der Plakette steht 1892, wieso das ein Fehler, den schon EU da geirrt. Das war 1893. Wie das aber die falschen Datum auf viele Publikationen steht, was doch nicht so einfach wieder rauszufinden. Denn Jos Massa, das ist ein Lützeburger Naturalist,
huet sech enker fir an den ufangs nachscher Joren 85 mengg, do mat aus Nänner gesät an all Archiven an Zeitungen an so weiter recherchiert, an den huet effektiv dann fand den am April 1993 eben Zeitungsartikeln, wo den dafir droen de Wolf geschoss gin ass, fir dat vu ze rektifiieren. Mit do wo Loiwwal falsch steht, also lo bes schwéer fir ze enre Wand der Placke ken den Fläch denneren, das eng interessant vor. Ja, dünsch man nach kein Gedanken drüber. Weil ich mal woch zu Thema Plaketfleisch noch well ufügen, weil ich interessant fand, Demonstration mat en gewisse Stolz dann die Plaket opgeriecht gin, dass die letzte Wolf der Loensch geschoss wäre, schon mal schon vorgestaltet nach kein Assoziation ob die Idee kommen wäre zu trotzdem mal gar nicht vielleicht ein Plakat aufzustellen, man ein gewisse Stolz, dass du den echte Wolf nur so langer Zeit im Gesicht hast. Wieso jetzt noch kein gemeldet für das zu machen? Die nächste Frage ist, wo in der Wolf zu Lützeburg echt da gibt gesehen, am Busch oder am Oppeland? Da das auch ganz variabel natürlich als klar, dass am Oppeland huet den eng besser eng wie weit sicht, wenn en op engem Fall ass oder bei enger Wis die gemeint ass an der Gesäit wie weit an leng dodech an noch do läfen wëlle fir duch als Drwer asslächt wahrscheinlich geht an nicht méi héich do ze si wie an engem Bëch wo nechtens net ganz weit gesäit, wie dat lo neich spezifisches fir Lützeburg, das natürlich iwwerhalt so. Die nächste Pro ass eng die Orlo relativ stark gestalt gin ass. Unter anderem geht es um die Ausbildung vom Goldschakal und froh aus beim Goldschakal, ob du auch einen ähnlichen Managementplan 4 gesehen hast und überhaupt auch das heißt beim Lux, ob ihr dann noch drüber den Dimensionen ausgeseit, wann es zu Rast kämen. Das ist so ein bisschen nicht ganz um Thema, die Frage, ich kann sie ganz kurz beantworten. Also beim Lux haben wir sowieso schon dieselbe Prozedur, auch wenn wir keinen Managementplan haben, wir aber die Prozedur für die Indemnisation, die steht, dass dieselbe beim Goldschakal als seiner nicht nur gewesen kann, aber durchaus all nur gewesen gehen. Mit das auch Mann, das ist Mann problematisch, weil das Mann eine Art, die wirklich groß der reist, ja sich mir auf Klangdeiere spezialisiert, dann auf ganz viel erst. Mir auch kann aber vier kommen, mir werde sicherlich auch da am Ende und 100 schon am Ende, mir ist auch schon darüber informiert, wie das kann, was du kann passieren, wo in Drunner sind in Holland schon gesehen gehen, auf Frankreich und Deutschland auf viele Plätze. Und da wird sicherlich ein ähnlich Approach kommen. Also wir sind nur Menschen am Gang, nur eine kleine Informationsbroschüre zu schaffen über die Goldschakal, die wird irgendwann ein rauskommen, weil die Verbreitung so massiv im Moment, also so rasant viel geht in Europa, dass man muss noch mal da rechnen, dass die Erde ein gehabt hat. Die nächste Frage ist, ob der Wolf ein natürlicher Feind wird. Also der großen erwussene Wolf huet an dem sinn lokalen natürlichsche Feind. Jungwölfe können natürlich, wenn sie überrascht gehen, auch von große Greifvögeln mal geholt gehen, vom Uhu zum Beispiel, oder auch von anderen Prädateuren, je nachdem, wie die Situation ist. An dem sind Hunde natürlich Feinde, ja. Und da wird gefragt, ob der Wolf selber Stiefbilder wie ein Hund, ob ihn auch schäden kann. Nee, also der Wolf bildet eigentlich in dem Sinne nicht ein Hurelt. Das ist auch interessant, weil wenn wie Frankreich, da machen sie zum Beispiel das Monitoring so, für festzustellen, ob Jungwölfe da sind, da gehen sie im August, Juli, August, September gehen sie raus und sie hurlen selber, also respektive sie spielen über den Megafon das Geräusch vom Hurlen auf und dann entfern 70% von den Feldwölfen und da können sie dann feststellen, ob da Junker und Äler dabei sind. Weil eben interessant, dass ich schon der Zeit matt gemacht habe, und zwar kein Wolf geantwortet, mir du Hünn geantwortet. Hünn können durchaus auch hurlen, ähnlich wie Wolf, sie eigentlich nach Wolf, wenn ich so will, aber sie bilden meistens am Anfang 2-3 Mal und dann gehen sie an Touren über. Hier können du eine Frage, die ein bisschen mehr zur Sicherheit ist. Und zwar geht es darum, wie sich so ein Verhalten, wenn den Wolf am Busch umtreffen, aber wenn ihn zum Beispiel einen Hund dabei hat, ob der Wolf diese kann als Rival erkennen und dann eventuell attackieren oder ob echt die Leute die aus der Face gehen. Also im Prinzip ist es so, ich hatte das ja eigentlich erwähnt am Vortrag, dass wenn dir an einem Wolfsgebiet in der Weise, wo wirklich eine permanente Wolfsusiedlung hast, dann ist es sicher sinnvoll, einen Hund in den Link zu holen, nicht frei laufen zu lassen. Mir ist auf jeden Fall bekannt, Wölfe können durchaus mal gucken kommen, loskommen, wenn ein Mensch dabei ist, dann ist es auf jeden Fall bekannt in Europa, wo so etwas vorkommen wäre, wie das skizziert ist.
Dann sagt froh, dass der Wolle wenn der aus war die mans gelehrig ist und sich eben noch sehr um den Mensch passt so nicht à long terme was de Risiko wäre eben immer Mino op Leute durchkäme und eventuell potenziell Kind Ugriff oder Übergriff auf Leute könnte stattfinden. Für dat 100% auszuschließen, da wäre ich verreckt wie ze man natürlich kann ich dat net 100% ausschließen, wie war die do ganz wichtig ass natürlich gesot am Viertrag die natürlich Schei für Mensch muss bestohe bleiben. Dat heißt, du hast mal ganz wichtig die Regel nie wëlle fiederen, war wëlle Menschen mit Nahrung in Verbindung bringen, dann kommen sie eben noch Minute verlieren sie hier Scheide das nicht gut. Da kann mal vorkommen, dass dann dass sie dann eine so kommen, dass sie vielleicht beißen. Nicht unbedingt, weil sie wollen den Mensch fressen, wie weil sie einfach den Mensch mit Nahrung in Verbindung bringen und gerne etwas hätten. Dafür darf das nie gemacht gehen, darf nie wollen fiedern, und das ist das Hauptproblem. Wenn ich das evitiert kriege, dann ist es nur schon so gut wie gewonnen. Wann trotzdem so Situationen kommen, dann haben wir auch einen Managementplan, wie ich das gesagt habe, vorgesehen, dass am Extremfall, wenn ein Wolf wirklich aggressiv verhält, par rapport zum Mensch weisen, geben als Risikowolf angestuft gehen, man kann in dem Moment auch von einem Agent von der Naturverwaltung dem Moment also aus der Natur rauskommen, das ist der Schuss in dem Moment, weil die menschliche Sicherheit an der ganzen Diskussion aber absolut vierrangig ist. Wie gesagt, ich kenne Käsefall an den letzten 30 Jahren Frankreich und Deutschland, wo man das genau wie wären, wo die Ausbreitung stattgefunden hat, und da geht es Käsefall. Am selben Kontext wird dann noch gefragt, ob es Statistiken zu den Ugriff auf Menschen durch Wölfe gibt und wie die am Vergleich zu Ugriff durch zum Beispiel Haushund oder aber auch Wildschwein auf Menschen sind. Ja, ich meine, das war ein Slide, den ich an meinem Vortrag dran hatte. Ich gehe noch nicht ganz durch. Ich meine, schon natürlich gewiesen. Ich habe die Statistik, wie gesagt, von 1950 bis 2000, dass das genau geguckt wird. Wahrscheinlich erst vor ganz am Anfang gestaltet, wie das Slide noch nicht da war. Ich habe die Statistiken an, wie gesagt, wesentlich mehr Übergriff von Haushalten auf Menschen, auch von Wildschwein als Beispiel voran und so weiter. Das heißt, da gibt es wesentlich viel mehr Übergriff an auch Deutsche beim Menschen. Wie gesagt, beim Wolle was das eine absolut äußerst Seltenheit. Laurent, wir haben auch noch eine Frage über den Facebook. Sind Kreuzungen mit Hausen auch mehr heimlich, respektive mehr riskant, an dass sie eben hier natürlich Scheu verlieren? Ja, also ich meine, das hängt ganz davon auf. Am Prinzip ist es so, dass die leben ja dann einfach, so mal, die Jungen leben dann im Prinzip mit der Mama, heißt das der Papa noch dabei oder umgedreht. Also mit der Mama leben sie sowieso am Busch, von der Mama Wolf, der Papa eventuell ein Haushand, da leben sie am Busch, sie leben als Wolf, sie sind ja genetisch eigentlich schon nach quasi Wolf. Ne? Sie sind ein bisschen mutiert durch die artifizielle Selektion vom Mensch. Gött heißt so behaupten, wenn da doch manchmal sogar als Managementplan stehen, dass die Hybriden die könnten mal ein bisschen mehr aggressiv sein, weil sie eben Männer Wolfs-DNA dran haben, und mehr Hunds-DNA. Entretan muss ich vielleicht sagen, dass das auch nicht mehr wirklich so 100% belöst ist. Wie gesagt, muss ich probieren zu verhindern, dass es dazu kommt. Aber wenn es dazu kommt, dann muss ich noch aktiv gehen. Dann haben wir noch eine kurze Sicherheit heute, und zwar, dass das von den erwachsenen Menschen, ob Wolf dabei sich treffen, das andere wäre, wenn zum Beispiel Kanner, 10-jährige Kanner zum Beispiel, an einem Zelt 500 Meter hoch im Zelt mit den Kollegen, inwiefern das Risiko für Kanner nicht verstehen, wenn das Ganze von Wolf funktioniert. Du schenkst einen großen Terrain zu haben, wenn ein paar 100 Meter Hans im Haus nach kann ein Zelt abrichten. Aber bon, wie gesagt, es schon ja gesagt, ein Nullrisiko wird es näherend, aber ich meine, im Prinzip gerade ein Zelt, wenn in einem Zelt ist, will der gesehen ein Zelt als Mauer an nicht als die dünne Schicht Stoff, die es wo in 0, nichts dadurch ist. Das ist eigentlich kein Problem. Dann eine Frage, die sich immens Doc wiederholt, ist, dass die Leute fragen, ob es möglich wäre, die PowerPoint, die du gerade präsentiert hast, können irgendwo zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel auf Umwelt von der Luft aufzuführen. Das tun wir noch nicht 100% dezidiert, wir werden das dann angucken, aber wenn das alles, wenn du nicht, ich gesehen habe, kein Problem. Also ich denke, dass wir das werden machen, ich meine, das wird wahrscheinlich sogar mehr Platz stehen, es wird beim Naturmuseum vielleicht sogar stehen, ich weiß nicht, Patrick,
bei Eis mat zerscheet och, dann denken dat fährt op jeden Fall geschéi. Ja. Wann get gefrot, ob wann de Wolle Schoof reist, ob dat Schoof dann zu 100% vom Staat entschädigt gëtt. Ja, da war schon net am Detail drübergegangen effektiv also ich hat zwei ugeschnitten Thema Indemnisation, also wann Schoof gerasket an de Wolle was als Verursacher no gewiesen eindeutig, dann du hattest die Prozedur ja gewiesen, da gibt den Schofshalter zu 100% entschädigt, das wäre geschehen am Fall von dem heute Wolf, den die auch 3 Schof geras. Wer war nach bei könnte, dass das mal am Anfang an dem Sinne relativ flach sie war mal Terrain aufgrund von der Expertise eigentlich als relativ sicher sehen, dass der Wolle fair an den Gentest als Kehrresultat gibt gehen Kehrresultat. Da gibt den Schofshalter trotzdem noch auf Basis von der Expertise und Terrain zu 75% immerhin nach entschädigt gehen. Wann der Gentest als natürlich sieht, es wäre ein Hund, und dann geht natürlich nicht, dann ist es eine Zivilgeschichte, da geht es darum, den Hundsbesitzer ausfindig zu machen, was wahrscheinlich an den meisten Fällen nicht wird gelingen. Da wird gefragt, einerseits Schoof, ob da du entschädigt wird, auf der anderen Seite auch, wer sitzt mit einem Hund, einem Herdenschutzhund, und noch mal droht, den der Bauer dann vielleicht abriecht, für den Schoof zu schützen. Ja, ganz gut vor, ganz pertinent vor. Ich gehe da vielleicht auch an mein Shared Screen, weil schon da noch plus Leute, die schon nicht gewiesen haben, weil ich die Zeit einfach nicht hat, mir für aber zu weisen, dass man da wieder ungefähr funktioniert. Also heißt eigentlich den Managementplan, aber wenn ihn dann weitergeht, das sind Dotteren, dass der gesamte Inhalt, voilà. Also wir haben auch Präventionsmaßnahmen in dem Sinne viel gesehen, dass von den, da muss ich schon im Detail lesen, ich gehe da nicht im Detail durch, aber ja, es gibt Möglichkeit für die Zink zum Beispiel zu 75% entschädigt zu kriegen, also subsidiär zu kriegen, pardon. Wir haben da 75% an dem Gruppe, wie gesagt, dezidiert, nicht 100%. Und da waren wir dann gut noch eins, ne? Das hat man nicht so dran geschrieben. Wir waren nicht 100%, wenn wir so, dass die Zink ja auch gegen Hünn schützen. Und wir wissen, dass ganz viel Hundsübergriff auf Schof auch sind, sodass das dann eben der Beitrag ist vom Bauer, für dann eben noch gleichzeitig den Schof für den Hünn die besseren Drümlaufen zu schützen. Bei den Herdenschutzhunden haben wir das just absolut ein Ausnahmefall im Moment viel gesehen, weil das zu Lützeburg, wir sind nicht wirklich ein Schofsland hier am Land, wir haben nicht viel Schof, wir haben nicht riesig Herden, wie das an den Alpen notamment ist. Herdenschutzhunden sie für allem können durchaus sinnvoll sein, eine Kombination mit Zink, wir sind aber für allem sinnvoll auch Plätze wie an den Alpen oder an den Gebirgen, wo Zink auch richtig schwierig ist oder unmöglich ist. Und dafür der Situation Hummer ein weiß kein, wo Schof die ganze Sommer dabei ist, irgendwo weden, unbeabsichtigt, das tun wir nicht. Dafür ist das ein absoluter Ausnahmefall, das wir dann zu begutachten zwischen der AStA, also der Ackerbauverwaltung an der ANF. Wir haben über Herdenschützen geschwärzt, viel von den Leuten, die nur lauschen, haben auch erwähnt, dass zusätzlich auch zum Beispiel Irseln, Alpakan, Pferd oder andere Tiere, eventuell könnten Maulesel noch als Beispiel könnte geholt für die Schuf zu schützen, ob das nicht auch eine Alternative wäre, aber wen dazu gestohlen. Da also absolut das sind Möglichkeiten, die für und allem relativ gut funktionieren, wenn an Situationen, wo Einzel wollen, wenn er weiß, wo diese Rudel in der Wehr ist, dann ist ein einzelner Irsel oder ein einzelner Alpaka nicht unbedingt die beste Methode. Das ist aber durchaus eine Möglichkeit, die natürlich auch nicht für sich kann, wissen, dezidieren, was du willst probieren. Da kommt vor, dass zum Beispiel am letzten Fall 3 Schof gerappt wurden vom Wolf. Ob der Wolf die alle gute gefressen, aber wenn sie eben nicht alle gute gefressen, wieso in der mehr Schof tot möchte, wie er wirklich ist. Ja, das ist eine interessante Frage, die gibt es ja auch bei anderen Tieren, das sogenannte Surplus Killing. Für was ist das? Ja, 100% sind ich beim Wolf nicht sicher. Mir mein Gefühl ist, so wie ich das ein bisschen schon erlebt habe, praktisch auch, dass es an einer Situation, wo es ein ganz kleiner Pirsch ist, wo die Schof dran sind, wo der Wolf Schof reißt,
und die anderen Schof nicht fortkommen oder nicht weit fortkommen und dann ein bisschen gestresst, natürlich massiv gestresst rundherum laufen und dadurch der Instinkt vom Wolle lancieren. An dem Fall von Fuhren zum Beispiel, da war den Einzelschof, das war ein riesig Fett, sodass die anderen Schof einfach weit fortgelaufen sind. An dem Moment der Wolf nämlich auch gestresst und an die Instinkt nämlich getriggert hun. Ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen dummer dat ze dienen kann hun, das war so was ich mal so denken dazu, weil ich das so beobachtet hun mir 100% sicher sind ich nicht. Dann gibt von Leute gefragt, die zum Beispiel Kleinponien oder Pferde an Egeregie halen, die dafür eben kein Bauer sind, natürlich keine Betriebsnummer haben, ob die eventuell auch könnten entschädigt gehen, beziehungsweise ob die auch können auf Maßnahmen zurückgreifen, wie zum Beispiel Support von der Tragödie zu richten, an was sie sonst könnte machen, für hier deren zu schützen. Irgendwie müssen die Pferde zum Beispiel die ganzen Jahre an der Stall zu sperren, dass die deren weiter hier könnten auf der Wies leben. Ja, also für zu schützen das klar, da muss die Maßnahmen, die Redmal holen, die du also rekommandiert gehen. Das ist so, dass man auch Hobbyhalter effektiv in dem Sinn gibt, die als Hobbyhalter sagen wir mal güllen, auch entschädigt wann zu Risk kommen, das effektiv so viel gesehen. Da sind wir relativ lasch gewesen. Also approach das nicht an alle Länder, so muss ich so in andere Länder betrifft das just die professionell, die können entschädigt gehen an Hobbyhalter zum Beispiel nicht. An dem Kontext wird auch gefragt, wie so in Droht ausgesehen wird, für ein Wies Wolf sicher zu machen. Ja, das geht ein bisschen weiter im Detail. Also ich proposiere, dass für die Frage zu beantworten, ob umwelt.lu geht und dann der Wolf googelt, also Search macht für Wolf und da fand er den Managementplan und da fand er auch den nächsten, an enger nächsten, ich bin mir ganz sicher, ich das dann exakt oder nicht, das ist eine detaillierte Deskription, wie so ein Song soll ausgesehen. Aber das können du verschiedene Varianten. Für die im Detail zu beschreiben, ich fährt ein bisschen weit. Mit kann ich von einem fixen Song über den mobilen Song schaffen, je nachdem, was für Halteformen ihn hat. Und du gibt verschiedene Varianten. Wenn du konkret gefragt, wie dem Wolf seinen Impact auf Landwirtschaft, aber auch auf Nutztierhaltung anzuschätzen ist, hauptsächlich auf Schof, aber auch Kälber, wie das eben ausgeseit, und an einem zweiten Etappe gefragt, wie auch den Impact zum Beispiel auf die Biobeachten, wie zum Beispiel die Wildschweine, die immer mit großen Problematik auch im Land stellen, aber auch zum Beispiel im konkreten Kontext mit den Muffeln am Raum Irstenach, wie du den Impact fährst. Ja, das ist viel froh bei Ihnen. Ich hoffe, schon so alle verhalen. Da fängt man mit der Granner, mit Kalver an. Also kann durchaus hier kommen, dass wir eine Woche Kalver reißen, das habe ich schon gesagt. Auch wenn es nicht Regel ist, wir sind natürlich ein Land, wo wir auch mal kein Schafsland sind, wir sind aber ein Land von Viehzucht, auch also von Ranner, die auch dabei sind, Fleischranner. Und das kann natürlich ein Problem sein. Zahlenmäßig wird das sicher nicht einen großen Impact ausmachen, weil schon die Statistik hier bewiesen von den Hef. Also wie gesagt, alle Jahre über 10.000, 11.000, 12.000 Kälber am Alter zwischen 0 und 6 Monaten sterben auf den Bauernhof durch diverse Ursachen. Das heißt, zahlenmäßig werden die, wann man ein Wolf sollte, Kälber, also echt spezialisieren auf Kälber, sagen wir mal Kälber reißen oder Ranner reißen, wird das absolut nicht an Gewicht fallen. Dann hat aber nicht tun, dass die Person, der die Ranner spezifisch gehört tun, natürlich nicht froh ist, und das muss ich noch verstehen, und das muss ich noch da muss ich Verständnis dafür holen, und muss ich den Leuten probieren, dem man zu helfen. Und das machen wir auch in dem Moment. Dann wäre es nach, was war die zweite Teil von der Frage? Wildschwein. Ja, also Wildschwein ist natürlich ein ganz massives Problem im Land. Ich meine, alle Jahre getronnen Schuld gemacht für rund 500.000 Euro im Land an den landwirtschaftlichen Flächen. Die gibt zwar indemnisiert, aber trotzdem ist der Bauer auch da nicht froh, wann dann hektarweise de Mais gefriesgrut oder platt getrampelt krut oder die Wiesen hektarweise abgewollt krut. Ich denke, dass der Wolle war lang, zumindest Einzellehrer werden da wenig daran ändern und Zuelle von den Wildschweinen und von der Reh, die das selbst ein ähnliches Problem am Busch machen, weil sie viel zu viel Hefisch sind und eben noch die Regeneration vom Busch gefährden. Auch von vielleicht schlecht sehen, das ist aber auch ein Fakt.
Ich denke, dass do den Impact vom Wolf sich recht wird weisen, wann mir eng Flächen eng Präsenz oder mal Rude langer Gegen das den dann eben 200-300 Quadratkilometer kouvriert. Da werden dann sich Impakte weisen. An der Schweiz zum Beispiel do sie 8 Rudeln entretemps wie do den nächste Rudel puer do war do schon kann ich mich erinnern Vierster also Böschleit im Moment quasi wo ich schon einen Artikel geschrieben wo sie gesagt haben mirken los schon den positiven Effekt vom Wolf op Böschregeneration eben weil eben die Herbivoren die Pflanzenfresser zu Verhaltensänderungen nötigt an dat wirkt sich positiv op de Bösch an du auch op de Lebensraum für all die deren Apps. Dritten Teil noch Muffeln dat hat schon vergis ja Muffeln also das ist net so dass so ein Einzel der wolle wie zu niederan wann die werden nach einer Gegen das wissen wir im Moment net do groß Impakter wer tun ob die invasiv an illegal angefordert Muffelpopulationen am Raum ersten nach die viel am Fokus aus wann ein Rudel sich soll an der Gegend hypothetisch gesehen an der Gegend von erst nach näher losen dann ass dat ernstnecht effektiv de Muffel as ein die eenze Schule wë der die net und wenn se ein natürlich net H4 könnt die net de Wolle als Predateur ugepasst dass die auch kein Vielsven huet wo se sich kann trick zeien die effektiv durch Wolf Rudel oder durch Präsenz von Wolf kann stark reduziert gehen noch zum Deel ausgerott gin war als Naturschutzgrinn noch als Böschschutzgrinn positiv was mir für als Naturschutzgrinn gesinn weil er invasiv dass die nicht verloren dann ganz die Probleme auch kann machen bei Haustieren die gewas gehen du hast froh geklärt von den Haustier von einem Wolf gehabt wird also Schuch zum Beispiel nutzt der ja was da im Staat wird du hast froh, was zum Beispiel von einem Hybridwolf gehabt gehen wird dasselbe behandelt wie man von einem reinen Wolf gehabt gehen oder hast du einen Unterschied. Also so spezifisch schon mal die Frage nicht behandelt mich gi mal behaupten wir giffen dat selbst behandeln tout en sachant que dass die Sache mit der Hybridisierung do die Malorei schon x-mal an der Frohen hatten die schenkt ein immens fiches Thema dabei sehen ich muss aber so dass es an also Paper wird weisen wo Wikshop Daten basiert das aber relativ Phänomen den nicht so häufig ist weil an den meisten Fall wie so der Wolf den Hund als Konkurrent betrücht an da vielleicht doutmecht wie sech lomativ paren. Wir sind Problemwëlle vorgangen also Wëlle die Problem können durchstelle für Leute zum Beispiel an als Mesure wie gesot gin, dass die Wolle aus der Population entholen gin. Du gëtt gefrot, ob net méiglech fir das Wëlle zu betäuben an op enger Mënschen Eidler Platz auszusetzen, weil ja immerhin einen geschützten Art hast. Also wann et Kreizungen sinn, dann ass dat do eng Idee die aus déiereschützerischer Sicht vielleicht begräßenswert dass die aber aus naturschützerischer Sicht und das eben du weißt der größten Unterschied zwischen Deiereschutz rein Deiereschutz an Naturschutz aus naturschützerischer Sicht das do sicher nicht sinnvoll weil die Deere machen urbaner Platz an Kader Westeuropa ich meine du wirst wie gesagt mir hun kein riesig Flaschen so wie du beschrieben hast wo in die kann einfach hinsetzen für selo vielleicht sogar wie auch man schon gedrogen hast an Gefangenschaft irgendwo zu halen ich weiß nicht ob das sinnvoll also Wildfang wirklich an eine kleine Käfig zu sperren du musst sich überlegen ob das dann nach deiereschützerisch sinnvoll ist eine lange Diskussion du kann ich philosophisch 3 Stunden darüber diskutieren die Zeit tun wir nicht mehr ich verstehe froh und also berechtigt mir das auf jeden Fall so wie an Europa lo gehandhabt gibt im Moment an das so wie mir doch handhaben sollt die selten den absolut unwahrscheinliche Fall aber nicht unmögliche Fall man überhaupt antreten für dich mal. Die nächste Frage aus dem Thema Just op de Wolf und zwar aus der Wolle von den meisten Ländern in geschützten Art und trotzdem ist es so dass in Europa verschiedene Länder Just op de Wolle verlaubt das auch noch ganz stark reguliert Bauer an ob du weitere Informationen dazu gibt. Ja also den
das halb richtig sonst mal das ein Schnitt Joch mit das effektiven den dann pseudolegalen oder legalen Aufschluss durch Agente von Mission durch Agente von der nationaler Autorität dem Moment muss zum Beispiel vielleicht aus Frankreich die effektiv Moment ein ganz Party schon ein ganz Party will chasen der Grund dafür offiziell an dass der Grund den umgefolgt könnte das am Anfang für Ziel soll sinn fir Iwergriff op Nutztieren ze verklängeren. Das Manner Iwergriff sehen, dass Manner verlocht sie bei Schof zum Beispiel. Letztendlich von den Fakten guckt, von den Daten guckt, von den Wissenschaftsresultaten guckt, wo der dann in der Sicht gehen, also Plätzen zum Beispiel aus Slowenien, stellt ihn eigentlich fest, dass die Einzelaufschüsse statt Kontre bewirken. Für Wert bewirken sie die Kontre, weil sie die Sozialstruktur vom Rudel sprengen, verschiedene Fälle ganz futti machen, sodass die Rudelstruktur dann do vielleicht noch mehr Einzellehrer rundherumlaufen, die mehr Schwierigkeiten nur will, Beute deren CEOen wie wann sie am Rudel abschürchen. Dafür, als eigentlich von den Wissenschaftsfakten guckt, als die Mesure nicht sinnvoll, vielleicht sogar kontraproduktiv, das eben ein politisches Mesure muss einfach so wie das und das eben so für die Gemüter zu beruhigen, da spielt Wissenschaft an dem Moment keine Rolle. Was schwer das? Die nächste Frage ist, dass wir für die Rundenker Nahrungspyramide gesehen haben und froh ist echt, beziehungsweise echt eine Bemerkung, wieso der Mensch nicht an der Nahrungspyramide als eben eine Top-Predator drauf vertreten ist, weil er immerhin ja auch einen großen Impact auf die Natur kennt. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich meine, du kennst sicherlich, wie gesagt, das war eine ganz simplistische Durchstellung, die Pyramide, das ist ein Schnitt, das ist ein Netz, ein Nahrungsnetz, für den misst ein dreidimensionales Nahrungsnetz, für den du misst aufbilden. Der Mensch hat seine Rolle irgendwo dran, aber wenn der Mensch als biologisch, als das gesagt wird, der biologisch ist tatsächlich ein Primatenart, ne, ein Menschenart wie der Schimpanse, wie den Orang-Utan, wie der Gorilla, ja, da muss in der Mensch können de Mënch an dat Netz oder an die Pyramide dann in dem Fall do hinsetzen an seg Impakter op die Insel Sachen durchstellen an kann jo vielleicht so ganz gut machen, weil der Mënsch huet jo hauptsächlich gesuercht, dass die großen Predateuren, die man für gesinn und unterstützt von der Pyramide, de Wolf, den Uhu und so weiter am von grad déi ausgerott gesinn, de Mënsch huet déi ausgerott, die sie net verschwonnen durch Lebensraum verlocht an mat all die negativen Impakter, die dann dadurch entstanden sind. Das am von den Impact vom Mensch war just net Uwen visualisiert op der Pyramide. Ich kann den gut dabei fügen. Eine relativ kurz froh, die aber sicher keine kurze Antwort hat. Und das war der Mensch sein Benefis da konkret aus, wenn man die Wolle warum haben. Da kann ich effektiv stundenlang darüber diskutieren. Ich habe probiert, ein bisschen die positiven Seiten zu weisen. Ich meine, das ist sicher ein Erlebniswert, dass ein echt mehr die da ist, als Biodiversität gibt. Mehr reich, mir nicht eben nicht direkt durch Präsenz von Wolf, mir eben noch durch die indirekten Affären, die ich probiert habe zu weisen. Die indirekten Affären, die wir tun, notamment ob Regulation, respektive Verhaltensänderungen vom Schullevel, also von den großen Pflanzenfressern am Busch, das wird dafür sorgen, dass du schwätzt nicht von einer flächendeckenden Präsenz, du schwätzt nicht von Einzelwölfen, die mal durchschlafen, den packt sich schon noch nicht. Es wird für den Busch, für den Lebensraum Busch, wird eigentlich sehen, wenn noch große Prädateure wie der Wolf und der Luchs vielleicht auch enker da sehen. Und das wird dann auch eigentlich für den Mensch positiv was, wenn der Lebensraum dabei ist, mehr schön ist, mehr natürlich ist, mehr Natur ist. Ich gesehen habe als indirekte positiven Effekt auf jeden Fall für den Mensch. Du musst nicht für den Matakor sehen, aber ich gesehen habe so. Wir kommen paar Fragen, die gehen an dieselbe Richtung, Thema Sensibilisation, wo einerseits Lehrpersonal, aber auch Mordbürger einfach frohen, weil sie die Wolf, den aber doch relativ schlecht durchgestaltet hinaus, eventuell könnten ihre Mordbürger oder ihre Schüler ein bisschen Wasser rüber bringen, die Leute einfach was informieren, sprich mehr Informationsmaterial, was wir können bereitstellen oder wie bringen die Leute das sachlich und verständlich mit. Das ist ein ganz gut froh, ein ganz pertinent froh. Also wir haben ja angefangen zu sensibilisieren im Jahr 2015, dank notamment dem Ansatz auch von Kamijira, den dort bestanden hat, dass wir Wegstätte machen. Wir hatten sowieso schon Radar, wir wollten dann machen, wir hatten noch nicht wirklich gelesen dazu. Der Kamijira hat das erlaubt, endlich da Last zu leben, wenn wir
an der Verwaltung gesagt, wir müssen gleich informieren, weil Terrain geschieht so oder so, das heißt, wenn man nicht informieren, dann geschieht aber die Rekolonisation. Ich habe ein ganz Partyviertrich schon gehalten, wo ganz viel auch Feedback kommt, wo ganz viel Leute angefangen haben, darüber zu schwätzen, dadurch vielleicht ein bisschen mehr realistisch zu gesehen, vielleicht mehr positiv zu gesehen, auch ganz viel Lehrpersonal angefangen hat, an der Schule zu sensibilisieren. Wir haben die Broschüre, die für den Grand Public eben da ist, das ist den idealen Einstieg für auch Lehrpersonal, die KBS bestellen, auch an größere Quantitäten, solange sie da ist, und da wird sie nur gedreckt. Das ist alles kein Problem. Das heißt, wir sind da am Anfang gewappnet. Trotzdem eine kleine Anekdote, weil ist mir gerade gefallen, ich habe ganz viel Feedback von Lehrpersonal, die das dann noch oft kann, wo immer so her von Eltern, Havalasi und hat an der Schule gemacht, Thema Wolf, war immer positiv. Just eine Person schenkt nicht verstanden hat, und die kann eine Geschichte schreiben gedoen, wo verschiedene Rollen da waren, verschiedene Deieren sollten die Rollen erfüllen, und kann hat einen totalen freien Raum. Sie hatte just eng Oplage, der Wolf hat müssen die Base sein. Anscheinend irgendwie schon bald schmunzeln, witzig. Einerseits weiß sie doch, dass du aber nach Sensibilisierungsarbeit nötig ist. Ich komme nach Drafunke kann eben op Sensibilisationsarbeit vom Naturmusee gerade eben weil der Showklasse nur geht. Du hast ja so, dass man vom Musee Hummereng Seance Wolf die ganz sicher auch Wert für den Publikum oder für Showklassen opsinn, wann eben darum Wert möglich sind um Konfinement. Das aber so, dass man Naturmobil hun den lo schon Joren och mat ennger Seance oder enger Unität Wolf durch Land fährt. Da muss neben den Naturmobil von der Show lofroen, an dann eben noch die Unität kann sich dann eben noch derweis da reservieren. Und dann rappelieren ich nach ganz gerne denke, ja, dass man auch nach am Naturmusee oder den Pannewippchen hun, denen sich auch die Aal-Edition oder die freie Editionen nach immer bei uns op das Hitten, heißt die Hit vom Panda Club, kann Ruflöden. Da sind 2 Editionen für Allmeng von 2015. Das war nach jede nächste Wolf Kommmers an wir hatten aber rein wie den Wolf dann doas dort heiden unsere Konferenz hier der Laurent dann eben noch matt geholfen op Ben zu stellen, also die sind alle Gute noch disponibel bei unserem Sit an wie Amateur klicken und die sagt dann rufen. Und da kann ich vielleicht noch dabei so Patrick eng von Ihrer Mutter beschrieben hat last Jahr oder viertlecht Jahr auch ein klein Minibroschüre rausgebracht über den Wolf, die ich weiß nicht, ob Sie da erwähnt hast. Die gehört mal zu der Unität Wolf, die man eben ja, Kanner respektiv Monseigneur und dann ausstellen, die dann eben die Unität dann noch machen. Genau. Okay. Sonst noch frohen? Ganz viel. Nach ganz viel. Eine frohe Umwirkung sehe ich mal, als das Schwein eigentlich ja relativ scheitler aus dem Fuß, mit trotzdem sehen wir immer mehr, dass zum Beispiel für Schweine in Oberhäuser kommen, dann natürlich mal fies hier wird, weil Leute zum Beispiel Katzen früher durch Stohlosen und allgemein einfach weil deren und Siedlungen weggedrängt gehen. Inwiefern das auch mal Wolf kann geschehen und ob das dann noch zu einem Risiko für Leute kann führen. Also das ist richtig, dass ein paar Ideen sich auch durch gewinnen für einen Lebensraum zu leben, wo der Mensch auch präsent ist. Ich gehe nicht so viel auf die Schweine und den Fuß, mehr effektiv. Ist das so, aber meistens weil sie viel Nahrung fanden, auch an den Ortschaften, für einen poetischen Fall von einem Fuß, den total seinen Schei verloren hat, aber die Leute kommen, wo ich gemerkt habe, die wollen etwas zu fressen kriegen, wie man ein bisschen recherchiert und mal rausfand, ja, du siehst, war das Problem nicht der Fuß, das Problem waren die Leute, weil die Leute den Fuß, oder ich brauche die Leute den Fuß, all der Fiedere gehen. Und logischerweise, da gewinnt die Tiere und der Mensch. Und dafür habe ich auch gesagt, und Wolf soll in der keinen Fall machen. Und für die konkrete Präsenz von Wolf an Ortschaften, weil da kann ich vielleicht auf Rumänien verweisen, weil das ein bisschen ein ganz anderer Kontext, mit trotzdem interessant, wo aber Wolf durchaus mal durch Ortschaften durchlaufen. Auch in Polen gibt es der Fall, wo sie aber nicht nur an den Ortschaften selber leben. Sie können mal durchaus nur an der Nürste durch eine Ortschaft laufen, einfach weh von einem Bürger an den anderen Wirtschaft in der Tisch bleibt. Wie gesagt, 4 Fälle Risiko für den Mensch, du kannst just denken, ob das verweisen, was ich für Drogen so tun. Das Risiko ist nicht null, mit Risiko ist minimalistisch klein.
In dem Kontext geht gefrot, dat aber auch immer wenn Fotoen optauchen, wo Wölf dachsiwer an Wirtschaften oder Dir geknipst gehen oder an Industriezonen zum Beispiel. An das aber verschiedene Länder wie zum Beispiel der Schweiz oder Kanada dann auch zum Beispiel Wölf Biotife gehen beziehungsweise Inselaufschluss für den Druck op deren groß zu machen, für dat sie hier Steuern also krechen. Ob dat net ein Meket wäre für einerseits Problem Wölf los zu gehen oder aber auch viel zu burschen. Dachte das eng Meigkeet bei Brongbieren zum Beispiel wird viel mat Gummigeschosser geschafft oder Kautschukgeschosser, wo dann de Bier geschossket. Wir waren Bier as bisssen besänecht, die sind milich zu treffen, sondern schon mal ganz einfach wie Fleisch de Wolf me Meigkeet das durchaus auch gin, da se mat so Sache wie Schreckschoss oder eventuell mat so Gummigeschosser gegen den deieren eng negative Erfahrung sitzt so man Mönsch aussetzen an dem Moment hier natürlich Schreifleischrem herzustellen oder zu verbessern. Wie gesagt, ich kenne aber okay Fall in Europa, wo sie wirklich mit Gummigeschosse op Wölf scheißen mat Brongbier get dat regelmäßig gemacht, wie du hast das Risiko, du hast da wesentlich mehr wichtig, weil das Risiko bei Brongbier aus natürlich für den Mensch ganz ernst. Also Brongbier, den über Mensch trifft auf eine gewisse Distanz, en Kurzdistanz die greift net un fir de Mënch ze friessen, mir die greift unwers Angst fir sich zu verteidigen, an dem mecht mat enger Pat kann mat engem Krankeschlech an den Mënch dot machen. Dat eng keng Predatioun mit eng Verteidigungsdinge. Du fährst beim Brong wie wg wichtech fir so mesureuren ze machen, man wolle was de Risiko ein Schnitt do oder so minimalistisch kleng, dat se dat net wirklich muss machen. Dat steht am Managementplan dran, wann enker Wolf sollt sech so opfällig verhalen, wie dat lo an der Frau zum Deel auch ugeklungen ass, dann stehen du muss dran wie kann du agieren. An am schlimmsten Fall, wann wirklich zu Aggressivität könnt, dann muss auch mal dann können Wolf geschoss geben. Das aber an da das net von engem Geer, dann dem Moment das dann die Moment von engem von der Verwaltung Wolle da vielleicht egal mehr. Dat sie Maßnahmen, die sind do für den äußerst unwahrscheinliche Fall, dass es denke gif antreten, dass in Wolf sich so verhalen. Menschliche Sicherheit geht absolut viel, und du muss ihn einfach alle Möglichkeiten hun, die Hummer, ich denke nicht, dass man sie Werte müssen umwenden. Wir haben einzelne Wölfe, die mal zu Lützeburg auftauchen. Wir hatten eben verschiedene Fälle oder auch in der Großregion. Du hast froh, ob es irgendwelche Initiativen gibt, wie zum Beispiel beim Lux schon gemacht wird, für den Comeback vom Wolf aktiv zu fördern, wie zum Beispiel Wolf aussetzen, die aus verschiedenen anderen Gegenden kommen, ob da eine Möglichkeit wäre oder ob das gemacht wird. Also beim Wolf geht das nicht gemacht aus dem ganz einfachen Grund, das habe ich auf der Karte gewiesen, weil der Wolf sich immens große Distanzen selber kann kouvrieren, du brauchst ihn das absolut nicht zu machen, das ist auch nicht sinnvoll. Beim Lux geht das effektiv gemacht, weil das ein bisschen eine ganz andere Situation, den hier Verhalten, hier Ausbreitungsverhalten, das ganz anders. Die hängen sich sozusagen immer mit ihrem neuen Wehr und die bestehenden Populationen drum am liebsten. Aber wenn das aber nicht möglich ist, dann da wandern sie vielleicht auch auf, da gehen sie bringen dann nicht fertig für neue Populationen zu gründen. Das seid ihr relativ gut am Herz, wo eine Luchsaussetzung gemacht ist, wo aber relativ wenig Ausbreitung über den Herz rausgeht. Man wolle was eben ernst, weil den die große Distanzen kann kouvrieren und dafür geht das nicht gemacht. Das ist auch absolut nicht sinnvoll in Europa, das ist ja total Quatsch. Das eng Platz gut gemacht ist, das nicht in Europa, das ist an Nordamerika, am Yellowstone, kann Beispiel Yellowstone Nationalpark, da sie für rund 30 Jahre Wölfe ausgesät gehen, mit auch extrem positiven Effekten auf den Lebensraum und Biodiversität. Auch wenn natürlich der Yellowstone nicht auf Lützeburg kann ich verdrohen, ihn zu das geht natürlich nicht. Aber aussetzen von Wölfen in Europa nicht. Dann kommen wir heute zwei Fragen zum Fressverhalten vom Wolf. Das eine ist, wie viel frisst der Wolf und wie das geht noch schlecht. Und das andere ist, ob der Wolf auch so ein Fressverhalten wie der Luchs zum Beispiel und dem Dach lebt, dass er seine Beute zum Teil verschafft und dann ein paar Mal rum und die Beute fressen könnte. Also verscharren sicher nicht. Aber wie viel frisst denn, das ist auch variabel. Es wird mal gesagt in der Literatur, dass ein Wolf kann bis zu 10 Kilo Fleisch an einer Käse, das ist ein Maximalwert. Im Prinzip wird dann so gesagt, ja, so 2 Kilo. Bon, das ist ein bisschen auch die Situation, der gerade gibt, also ein Einzelwolf, also ein Rudel dabei. Wie viel kriegt denn dann überhaupt, ne, wenn ein Rudel ist? Aber das ist schon so, dass das erste Lo
von der Rudel in der Wehr sehen vor, dass dann der ich da ganz gefriert, also ich hatte ein Foto von dem Schof gewiesen, wie das ein Lodo nach einer Woche lang trecken. Wolf muss auch nicht all da friessen, die können durchaus auch ein Zeitchen Podage oder mal wie lang ohne zu friessen auskommen und dann irgendwann gehen natürlich abgeschöpft. Einerseits das Friesverhalten, andererseits also ein froh zum Justverhalten, wo ein Herr erzählt gut, dass an den französischen Alpen, wo Tierten ihm das dann gezählt haben, ganz, der Wolf so ganz Schofsherden ein Clip gibt, Rufjuren. Also mutwillig, dass das schon eine untrainiert Justtaktik mit Lehre wäre. Also das war die Geschichte beigelehrt von diesen Tieren oder also das war die oft feststellen oder ist das nur echt da eine Einzelobservation? Also ich kann den Fall nicht muss so ich denke aber nicht, dass es ein untrainiert Jurverhalten ist für Schof über die Fels zu jagen, dass die da hochfallen. Ich kann mir aber vorstellen, dass jeno Terrain, dass es an der Praxis möglich ist, dass ein Herd aus Panik für Wolf fortlaufen und dann, wenn sie dann Panik 8 Stunden aufpassen, dass es tatsächlich eine ganze Party durchgehen über die Felsruf, über einen Clip aufsteht sind. Aber das ist sicher nicht mutwillig vom Wolf so gedurcht für den Schof zu erledigen, das ist sicher nicht der Fall. Eng froh aus einem ganz anderen Kontext, wo es darum geht, dass Lützeburg bekanntlich schon immens zersiedelt und zerschnitten Land ist. Das ist schon relativ schwer für den Wolf, schon mal auf der Karte gesehen und dass relativ viele Geringplätze aber nach Druck waren. Es ist aber schwer für den Wolf da umzukommen. Du hast die konkret froh auf der neuen Busch-Gesetz hin, wo gesagt wird, dass der Busch eigentlich dem Grundpublik abgemacht wird, dass jeder kann an den Busch gehen und das hat eventuell dann noch schwer wäre für den Wolf, dadurch, dass da vielleicht der Besucherdruck am Busch noch wie groß wäre, für Fuß zu fassen und auch das Risiko, dass dann dadurch, dass der Wolf da wäre und Leute die für gesehen, dass das eventuell auch Kinder auf den Wolf schlecht zurückfallen. Das ist eine interessante Frage. Ich denke, dass so ist, dass die Legalisierung mal vom Fett, sie kann an den Busch gehen, nicht unbedingt mehr Leute in den Busch bringt, weil auch los ist schon viele Leute immer an den Busch gegangen und wir doch noch nie in irgendwie etwas gesagt. Das heißt, und warum eigentlich kein bewusst, dass das vielleicht nicht so offiziell irgendwo legalisiert wäre. Was mir viel wesentlich mehr sagen möchte, nicht unbedingt der Punkt Wolf, wie das was im Moment geschieht. Viele von unseren Naturschutzgebieten durch Dekonfinement, wo Leute viel mehr massiv an Natur gehen, viel mehr massiv an Naturschutzgebiete gehen, leider se sto nicht immer so verhalten, wie in dat gif von disziplinierten Leute erwerden, nämlich überall Direktleidungen, illegal Fischen, Feiere machen, also ein ganz paar die Sache machen, die für als Artenvielfalt wirklich problematisch sind. Profitiere besser von dieser Gelegenheit für die frohe Kommas für zu so geht an Natur als op für ihr alle Gu auch Naturschutzgebiete sie befasst op fit Leid me ich fand es gibt über gewisse Regeln an wo ich dementsprechend dann könnt der ganz auch nicht an den schlecht liegt was ein geschützten Achtfälle zu Bursch du hast froh ob es jedenfalls Strafmaßnahme gibt die vier gesehen weil zum Beispiel ein Mönch oder sonst irgendeine Wolf die express dort machen bis 4 gesehen aber ja wat ja das Naturschutzgesetz gesagt so Sache 4 das ein geschützten Art wann du gif chassen du gi verstrofen Dr stohlen wat genau der Richter dolo gift desideieren as eng Fall da will ich mich nicht prononcieren da kann ich nicht dat gift der Richter dem Moment desideieren gëtt eng Spannweite aber bis zu 6 Mal in Prison und stadtrich gesehen wieso das immer eng Sache in der vom Richter wie an alle Delikt oder an alle Infraktionen die eben für Gericht Land. Weiter froh als das viel altbause die versuchen dat sie nicht ganz froh wären van de Wolle vom Do aus du hast froh ob es dann tatsächlich negativ Konsequenzen für Tier fährt wären an de Wolle die größere Tourgif machen. Ich hatte ja schon ein bisschen ugedeiht, also weil auf jeden Fall mal denke, positiv, was das Föderation als Verein sich positiv zum Retour vom Wolf ausgeschwert hat. Das ist effektiv so, wenn ihr ein bisschen Sozialmedien guckt, in den Artikeln, die Wolf betreffen, finden dann oft den ominösen dreifachen
SSS, dat hier steht dann man engem Smiley han run am beste nach, dat steht fir schießen, schaufeln, schweigen, dat sie wahrscheinlich net kannner diese Sache schreiben. Da muss ich stand hier schon bisschen Gedanke machen, dat heißt, dass auch von eng Föderation vielleicht eng positiver Approsch huet, wat ich auch fix begräßen, schenkt dat in der Basis net überall so zu sehen. Ich weiß aber auch selber als viele Gespräche auch von nicht selber Geher sind, schwatzen aber auch viel Matscheer, sind noch ganz viel Geher, die da aber positiv gesehen aus dem Liefnisfeld raus an noch die wirklich net nimmen Geher sehen fir irgendwie wëll ze scheissen, mir die Geher sehen als läuft fir Natur an zu der Natur gehör doch de Wolf an die moment also auch dann wie positiv gesehen. Also das heißt, ich ging echt da mengen, dass ich kann jetzt nicht Wissenschaft belehen, ich gebe aber mengen, dass die groß ist das viel Geher dadurch echt wie positiv gesehen, die sehen natürlich schon nach der anderen drin, die vielleicht negativ gesehen. An Schmengen do was auch Sensibilisierung sehr beschneidisch an vielleicht auch ein bisschen besser Verständnis nach für Natur kriegen, für Ökologie, für zu summen hängen und dann geht er doch noch vielleicht besser. Im Kader von der Joch gibt nur noch ein froh Gestalt und zwar hat die Leute gesehen, dass sie zum Beispiel verschiedene Jochstresen Ubida in Osteuropa tatsächlich den Aufschuss von Wölfkiefer verkaufen, also das als Jochtourismus auf verschiedene Länder, sowohl in Europa, möglich wäre. Ob das so aus? Da sind schon ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Tourismus könnte da war überall hin an Afrika oder an Osteuropa für viele andere Sachen. Dafür kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es doch gibt für Wölfe, Regionen, wo vielleicht ja, Russland oder die Ukraine, wo der Wolf häufig ist, ganz häufig ist. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich weiß aber auch nicht faktuell, wie so Tourismus, ob all mögliche Sachen, ob Großhirschen, die an kleinen Parzellen do quasi angesperrt sind und dann zu einer wunderbaren Fotofeieren her schließen, ob in der als Kapazitäten bon, dass es das gibt und das leider auch dass doch effektiv Leute von Lützburg gehen und noch nicht viel mit diese Sachen effektiv machen, die so Sachen deholen. Ein bisschen schon aus dem Thema von der Sensibilisation, wo gesagt wird, dass auf der einen Seite so viertrig wie das heute immens nützlich wären, mit denen sich eben, wie man für schon angeschaut haben, sich ein bisschen gewünscht, wie dass in einer Verwaltung vielleicht auch eine Präsenz an all die Klassen schon ab der Spielschule weisen, dass zum Beispiel auch mal die Vierstadtkinder an die Schule kommen und auch in anderen über die Rolle ein bisschen Schnaps erzählen können. Ja, das ist sicher eine ganz gute Idee, wenn man die Ressourcen hat und die Manpower hat, für das zu machen, dann ging mir das doch bestimmt gerne machen. Ich meine, wir haben noch viel sensibilisiert, wenn ich nur die mindestens mal 500 Inskriptionen, 560 Inskriptionen von Haut dabei rechnen, plus die live auf Facebook sind, da weiß ich nicht, da sind weit über 4000 Leute, die mittlerweile die Konferenz haben in irgendeiner Form gesehen haben. Das ist immens viel für ein kleines Land, für Lützburg. Und ich meine, wir haben auch Material, so ein Musee, auch wie den Herr Michaeli gesagt hat, dass genug Material da auch für die Schulklassen. Und ich meine, ein Schulmeister oder eine Lehrerin, also auch durchaus am Menge für sich das Material anzueignen und dann die so Sachen selber zu machen. Da könnte die Verwaltung sicher nicht die Präsenz überall assurieren, wenn wir die Manpower nicht tun. Ich muss aber auch sagen, wenn wir die Manpower hätten, gebe ich so, und da wären aber noch andere Prioritäten da, die ihn auch misst und den Mann bringen, an eine Frau oder einen Kanner bringen, was Natur angeht, was Probleme angeht, die als Natur hat, wie du vielleicht wollen, was für sich kein Problem ist, etwas Positives. Aber es gibt aber viele negative Aspekte, die auch, wo auch mich sensibilisiert gehen drüber, an diesen fand ich noch wesentlich mehr wichtig. Eine ganz interessante Frage, die Rolle voll schon ziemlich lang zurückdatiert, als das am März 1883, also 10 Jahre die letzte Wolle für einem Land geschossen gouf, dass du den Wolf nicht der Weg von einem herzigen Großpap gestanden hat. Mehr als 10 Haut überhaupt noch keine 4 Stellen. Das ist korrekt. Schon einen Zeitungsartikel, ich kann noch denken von dem Baby, den an der Weile auch persönlich, gut von einem von denen tatsächlich den Artikel auch, das aber so, dass das effektiv geschieht, das war am Osten vom Land und der Sauer, da geht es von Buhr. Das war aber ein dreibeinige Wolf. Das heißt, die Wolf hat ein Bein verloren durch irgendetwas. Wahrscheinlich war den an einer Fall, mit irgendeiner Tellerreisen oder irgend so etwas gefangen gehen und hat sich durch eine Last gehabt, hat ein Bein verloren, dass sich selber Bein aufgepasst wurde. Das gibt es auch.
konnte natürlich mat 3 Been wann nem ja Mem fir Schwein oder Rezioen. Der Fer awer gut ausgangen, das neich geschitt. Den Pap huet de Wolf verdriwen an de Baby ass Gros gin an huet doch lo 2 Enkeln, die ziemlich bekannt sind, nennen Javelo net. Das also neich geschieht mir effektiv. Dabei muss ich so, dass die Fallen, die Demos mat größer Wahrscheinlichkeit dazu gefordert hun, dass die Wolle wenn Ben verloren hat, die Fallen teilweise so weiter haut natürlich verbote sehen an hoffentlich auch nimi agesagt gibt, weil er doch gefährlich die Kant, wenn man de Busch lebt. Dafür die Situation am Prinzip die nicht mehr reproduzieren. Eg weiter froh ass du eng wëssel schon méi taschnech froh, an zwar wat lo die charakteristisch Egenschafte lo vun engem Wolfsriss wären, wie den zum Beispiel lo kenint vun engem rastlichen Hund oder duch Fußkind an Schäden, wat so ganz typisch Merkmaler sinn. Ja, da sind schon net am Detail Wagang effektiv. Also wat wann bei engen 4 un, wann bei en deude Steer können, den deude Schof wat irgendwo op der weet leit, da muss ich mal den nächsten Schritt mal für festzustellen, war das der Schof gestorben und an einem konkreten Fall als der Schof durch Prädation gestorben. Das heißt, also gerasskind tatsächlich. Kann auch durch einen anderen Grund mal ein Schof zum Beispiel auf der Welt sterben. Beim Wolle war es so, dass den eigentlich wirklich routiniert dann ist für eben auch deren Tod, zumindest für normal, das ist die Nahrung am Busch an die beißt die am Prinzip high an den Hals, an am Prinzip ist das Biss. Und die geht normalerweise durch, für dann du dann der gewirrscht, als dann dort das heißt, wird gemerkt, für das besser zu sehen, man dicke Fall gesagt, in das nicht immer, da geht bei dem deutschen Schof effektiv, ich gehe alle an Detailer, teilt du raufgeholt rund den Hals, für das sie verbannen, die durch bis wesentlich besser gesagt, dann noch gesagt, wo du auch Bluterguss sind und so weiter, und das kann ich dann auch feststellen, halt so sie bis postmortem, dann seid ihr schon am Ende aus. Da muss ich für dich feststellen, weil man von da immer schon Richtung Wolf hin, da gucken wir natürlich auch, wie viel das gefriert, das ist zum Beispiel ein Merkmal, bei Hünden frierst du selten Schof, die beißen sie tot, die beißen viel an den Beinen, sie beißen an den Bauch, sie beißen überall hin, und sie sind nicht so trainiert oder routiniert drauf, die mit einem Biss zu machen. Und da geht es nach zum Beispiel der Wolf, den da ganz spezifisch meistens der Brustkurve abbeißt und noch Tripper zum Teil aufbeißt, die dann aufgebracht sind. Das ist auch ein Merkmal, was eigentlich bei Hunden eigentlich quasi nie vorkommt. Da muss ich immer aber die Gesamtsituation sollen sich schon nicht durch die pure Sachen, die ich so tun, zu irgendetwas verleden lassen, zu einer Meinung, wenn ich so Fall hört, muss ich wirklich die Gesamtsituation gucken. Da gibt es ganz paar die Sachen, die man muss gucken. Das sind so die wichtigsten Merkmale um Riss selber, die muss aber betrücht sein. Du hast eigentlich froh, was den konkret gemacht gibt, wenn eine verletzte Wolf gefunden Leute wissen, dass man einen verletzten Dreh oder so gefunden wird, dass dann mal 4 oder Police auch angeschaltet wird, wie ist das bei einer verletzten Wolf, wo wir bei einer integral geschützten Art sind, was wird da gemacht, und die Veterinären dabei gezogen, für den Tier so sehr wie möglich zu helfen, aber wenn ich nicht mehr zu helfen ist, wen hilft dann zum Beispiel der Tier auch abschläfern, schlimmstenfalls? Ja, so schlimmstenfalls, wenn sagen, der nicht mehr zu helfen wird, dann ging das natürlich für alle anderen Tiere auch angeschläfert, gibt ja alles zu gießen, so für seine Peng. Das kann durch Veterinär sein, das kann aber auch eventuell durch eine Agenz von der ANF, von der die Möglichkeit im Moment wäre. Das ist das Humor als im Managementplan festgehalten, wie das dann soll machen. Also noch eine konkrete Frage zu den Jägern und zu der Föderation oder Föderation von den Jägern, die sich zwar auf der einen Seite eben ganz positiv über die Wolf ausgespart wird, aber die konkret froh, ob die und Terra das dann auch so wie viel gesehen. Das heißt, dass das nicht nur die Meinung von der Föderation, was die auch überdrohbar, ob die und Terra agieren. Aber das ist ein bisschen die Frage, die für schon kommen, weil das ist ein bisschen ähnlich. Wie gesagt, die Föderation hat die eine Position, das ist schon mal gut. Mit dem Terra, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen an Sozialmedien guckt, von den eben den dreifachen Esto, dem ich aber immer ein bisschen bedenklich stimmt, wenn du Leute öffentlich kannst du so kommentieren richtige Nummer natürlich nicht immer gerne Pseudonyme geschafft von den Dekoration natürlich seine Nummer zu weisen, wenn du öffentlich quasi zu einer Illegalität abgerufen wird, das möchte ich natürlich nicht froh. Aber wie gesagt, ich muss auch so, und das mehr Gefühl hast, dass das aber echt da
d'Ausnahme sinn. Du musst so der Java gefehl und das viel eher dat aber positiv gesinn, die Fleischsche besser Verständnis hunn vun der Natur vun den ökologischen Zusammenhängen, die dat besser verstehen, die auch Rolle vum Wolle verstehen an die gesinn hat wahrscheinlich recht positiv. Lo eng froh, op die man eigentlich schon ein gegangen waren, méifle de Leute net so ganz klar ja den anscheinend hat vun der Seite vun die aus immer das Hybridwëlle vu Lützeburg AW wären, ob net bestätige könnt an ob du vielleicht Informationen dazu kennt tun. Nee, dat kann man net bestätigen, das absolut net richtig. Wir hunn die Beweise, die Noweiser, die man hatten, die hunne Haut gewiesen op der Karte. Das waren da 3, 2 davon sie genetisch bestätigt. Du hast den deutlich, dass das kein waren. Wieso doch an Deutschland gibt 105 Rudelen und da sind 2 oder 3 no gewiesene Reproduktionen mit einem Hund an den letzten 25 Jahren. Das ist also total marginale Phänomen. In aller Regionen von Europa du hast ein bisschen mehr häufig. Notamment do ket immer so einzel Ausnahmefäll schon für ein Kollegen Paper gelesen von einem Wolf, den sich einem verwilderten Hundsrudel ugeschloss huet, wo nicht 100% sicher ist als den pure Wolle, wo das vielleicht ein Hybrid. Ket immer so Ausnahmefäll. Wie gesagt, wir haben hier als Large Carnivore Initiative for Europe eine Etude gemacht über ganz Europa, wo die Fakten basiert auf Donien werden publiziert, eben nicht auf Gespräch, auf Bistrosgesprächen. Wir basieren das natürlich auch bei der Naturverwaltung lieber auf Fakten wie auf Bistrosgesprächen. Wir haben kein weiter froh mehr, wir könnten eigentlich froh rangehen. Wir haben noch eine Umwirkung zu einer Frau, die für die auch Antwort gouf an du gesagt, dass Fleisch an enger Eichter fast nicht unbedingt Wolle oder Problem Wolle Geschoss misgehen Fleisch mal einen Gummigeschoss an gött eben auch in anderem gesucht, dass auf verschiedenen Plätzen zum wo eben viel Schutzhaltung wäre oder viel landwirtschaftliche Schritt aus, da sind du quasi kind doch eventuell präventiv Gummigeschosser schießen, dass sie Angst behalten. Also ich kann nur nicht mehr denken wiederholen, was ich auch schon gesagt habe, eigentlich, dass an Deutschland mat 105 Rudelen an der Frankreich über 50 Rudelen so groß Probleme lo net bekannt sind, dass irgendwelche du sie net die Problem wëlf, das net Regel. Gëtt einzel Incidenten, wo dann zum Beispiel eng Madame mat 200 Spaziergegangen as wo 12 Kucke kommen sind, op enger gewissen Distanz Frau ugeguckt hun an no eng Zeitchen sech hat ugeguckt hun. Natürlich sind déi Fälle, die doof hell die Einzelwölf, die Einzelfall, wie die Doten, die sind die an der Medien stehen, sodass ich natürlich, wenn ich just die Medien liest, da kriege ich ein Gefühl, ja, effektiv, Wölf machen immer Probleme. Wie von denen Hunderten, die das nicht machen, steht natürlich nichts an der Presse. Sodass das an der Presse steht, ein wirklich immens verzerrtes Bild aufgeht. Dasselbe kann ich so bei Riss von Schof. Ich meine, Schof von einem Besitzer, an natürlich Besitzer fand die Show van de Wollesriss detekteiert, dat steht an den Medien. Wann die Medien also liest, kann die Impression kreen, dass Wölfe sich zu 100% von Schof ernähren. Das ist aber nicht so, weil Reh wird irgendwo am Busch gefräst oder will Schwein wird irgendwo am Busch gefräst, geht natürlich nicht und in allem Fällen an der Zeitung steht. Das heißt, auch da ein komplett verzerrtes Bild. Realität ist, dass Haustiere, Nutztiere einen ganz kleinen Prozentsatz von der Nahrung von Wölfen ausmachen. Mais wann den Pressgif lesen und just dat als Basis hält für ein Nahrungsverhalten aufzustellen, das soll den nicht mehr, weil das ist falsch. Im Kontext wird die Person auch noch gemerkt, dass wie viel Rusche gesucht ist, dass Herdenschutz nicht immer immens praktikabel wären und zum einen noch viel besiedelte Gebiete haben nicht ganz viel Sinn, weil viele Leute sind und sie eben auch wieder gesucht wird, auch modern schofführende Leute verteidigen. An den Alpen möchte vielleicht mehr Sinn, aber trotzdem wurde nur an den Alpen Tourismus, wo Leute wandern gehen, und dass das eventuell mehr gemacht wie ein Froh in der Wirtschaft von Tourismus an den Gegenden Schulde kennt, von dem Herdenschutz geschafft gehen, die dann eventuell auch Leute vorteilen. Also so absolut von den Tieren, das ist richtig, dass Herdenschutz heißt auch so aggressiv verhalten wie von Menschen, weil sie eben trainiert sich für ihr Herd vor Schof zu schützen. Genau, du kannst hier Übergriff mehr aggressiv verhalten durchaus. Ich habe da noch eine Affäre, so Tourismus für eine negative Affäre dafür ein Spiel, nicht steigen auf jeden Fall.
Ich denke natürlich da nicht. Auf der anderen Seite kann ich noch sagen, dass es viele Leute gibt, die ganz bewusst an Gebieten Tourismus machen, wo es große Prädateure gibt, Wölfe, Bären, Luchsen, weil das schon lange für sein Gebiet in der Welt zu sehen eigentlich interessant ist. Auch viele sagen, dass ein psychologisch ein interessant Erlebnis sind ganz viele Leute, die dadurch so gesehen, die ich da sogar bewusst auf Wildnisregionen gehen, wo eben vielleicht nicht unbedingt just wegen dem Wolle oder wegen dem Bier, mit die Wildnisregionen gehen, wo die nach Gött die Arten, sodass er dann schon kann an die andere Richtung ausgelöscht gehen, dass sie dann von Tourismus kennt fördern zum Teil. Auch da weiß ich aber nicht, ob da eventuell kein Donner drüber, wo in der Lokalkeit wissenschaftlich belegen. Ich könnte auch froh, ob eventuell in Frankreich, wo halt mal auch Problem geschossen gehen oder Wölfe aus der Population entholt gehen, ob das nicht vielleicht auch strikt zu wäre, wie dass nur Schafsbesitzer vielleicht nicht selber entschädigt gehen wie bei uns im Land. Ja, also das auch nicht ganz Frankreich zu 100% selbst. Wenn du also auch von Departement zu Departement kann das mal variieren. Du kannst schon nicht die letzten Details von allen Departementen erzählen, aber auch in Frankreich gehen Schafsbesitzer entschädigt. Das ist der Fall. Ich werde aber feststellen, dass es interessant ist, dass auf Frankreich echt eine Tendenz, ich will nicht generalisieren, aber dass echt eine generalisierte Tendenz da, für nicht Herden zu schützen. Das ist auch natürlich in Gebirgsregionen wesentlich mehr schwer, für da mit Zink zu operieren, wie du zum Beispiel in Norddeutschland, wo eine große Akzeptanz ist von den Schafshaltern für eben die Herden zu schützen. Natürlich ist es doch dummi einfach, weil Flair hast, du kannst mir einfach einen Song installieren, noch Mobilzeng installieren. Das nicht, auch da will ich nicht generalisieren. Das ist aber so, dass auf jeden Fall auch in Frankreich entschädigt wird, wie das vielleicht ein bisschen eine Mentalität von den Leuten, ich weiß nicht, meine Akzeptanz par rapport zum Wolf da ist wie an Deutschland. Was das genau leid kann schon so. Entschädigt gehen so auf jeden Fall. Da wird noch gefragt, ob an Zukunft noch weiter Dokumentationen oder auch die Publikationen, die du für Drohnen angeschwärzt hast, über die Wolle von Lützeburg schwer gemacht gehen, an wo die zu finden werden sind. Ja, also alle Publikationen das zu finden auf umwelt.lu, da kann ich eine Wolf-Sicht finden, das sowohl der Managementplan wie auch die Broschüre. Die Broschüre wird sicher auch noch irgendwann neugedruckt. Die ist auch schon neugedruckt. Beim Managementplan ist vielleicht schon noch etwas wichtig zu sagen, dass ich nicht erwähnt, dass es ein adaptives Modell in dem Sinn, das heißt, das nicht, dass das fix ist, mit der das anpassungsfähig, das heißt, wenn man neu durch die Entwicklung im Terrain gesehen, dass man Sachen ändern, dass man müssen vielleicht keine Figuren beifügen, die man noch nicht diskutiert hatten. Da kann das natürlich auch gemerkt gehen. Und da wird doch gemerkt gehen, dass so, dass die Gruppe von Auteuren, die den Managementplan gemacht haben, das nennt sich dann eine Gruppe de Pilotage, die Gruppe wird doch weiter zusammenkommen, die können im Prinzip alle Jahre einmal zusammen, mindestens mal, das ist das Minimum, das ist auch festgelöst. Natürlich ändert mal länger oder einer Person heißt du, und du im Kader vom Coronavirus, als noch das Jahr noch nicht zusammenkommen, die Gruppe gesagt sich an décidé mech doch dann guckt der rapport vom Jo fir run, den noch dann online wird go den 19. könnt geschwind den 19. an den 17. da noch online an dran exzeng vom Managementplan, wo da noch eng Tabelle da steht, wie viel dann hat man, wo man genetischen Test gemacht und so weiter, wie viel Beobachtungen, wie man die angeschaut hat, steht alles do. Dat do gëtt de Swivi an den wird sechel joch weiter goen an wann d'Evoluioun im Terra so weiter geht, da wird de Swivi méi intensiv muss gin irgendwann in Moment nach ass. Eng weiter froh ass ob eng 8 Zielpopulationun gëtt, wie se zum Beispiel dann laut dem Autor vun der Fro a Frankreich gëtt, an wann déi dann bis getroffen wär, ob die dann iwwertraff wär, ob die dann auch geregelt gif gin, also ënne korrigéiert vum gif gin. Déi Gedankennummer ist zuletzt bis Lohn an net gemach, wie sie lummer an der Fas wo Einzeldéieren durchwanderen. Wie gesagt, dat sie polisch Decisionen wéi Frankreich eng polisch Decisionen hëlt, dat net mir ze kommentieren. Wann sech zu Lützeburg die do Diskussion enker soll stellen, wann man wirklich flächendecken Präsenz oder zumindest regelmäßig Präsenz, permanent Präsenz vu Wolle vun, wann dann vielleicht gewisse Probleme groß gehen, dann wird das diskutiert gehen, vielleicht mit
das kann ich im Moment doch noch nicht so. Voilà, das war lo, wo man es nicht erzählt und 117 verschiedene Frohen, die man zusammengefasst haben von den Leuten. Und das war auch dann die letzte Frohe, die so gestaltet wird. Okay, da soll ich mal vielmals merci für die große Interesse hier an, also mal an von der Naturverwaltung. Merci für die vielen Frohen. Ich meine, das ist für uns auch flott zu sehen, dass Leute sich Gedanken machen, dass Leute Frohe stellen, dass der Moment für sie zu beantworten, dann schaffen sie, dass mal ihnen muss gelungen. Und dann übergebe ich als dem Host danke für den Patrick Michaeli. Ja, dann so ein ganz große Merci für das wirklich ausführliche Präsentation und ich denke, zwei um länger so ein Plädoyer für einfach ein, verstehst du mich, für eine andere Art. Es sind noch eine Reihe von anderen Merci, die ich auch noch muss losgehen. Neben dem Laurent natürlich dann noch der Equipe von der ANF. Also, das hat war ein Rekordzahl von Frohen, die an einem Webinar beantwortet gesehen. Also, all Respekt für das abgeschafft zu haben. An der Qualität habe ich das so noch nicht gehabt oder noch nicht gesehen gehabt. Dann aber eine große Merci und Gemeng Niederrhein, die eben noch viel Reklam für das Konferenz gemacht hatten. Das waren zwei Worte an ihrer Gemeng, was ganz sicher mit zum Succès von dieser Konferenz beigetragen hat. Dann noch nach den Nowen auch fleißig müssen schaffen, das war ein Tradukteur von der ASTI Konferenz geht oder as live op Franzisch iwwer drohe gehen, die kann in Orloner Rëmmer notrechtlich dann noch Set von der ASTI op Franzisch nolächten, genauso wie das dann eben vu Morun auch nach enke live bei uns oder am Streaming bei uns YouTube dann auch nach enke könnt. Nolauusen wie gesagt ein große Merci und den Laurent. Ich meine dann aber noch bis Reklam an eigener Sache. Wir machen natürlich nochmal fleißig weiter mit unsere Webinaren. Die nächsten, das okay Wolf Thema, da geht es ein bisschen migriert so alles sexy Frage oder was eng endemisch Pflanzenart zu Lützeburg. Hier geht es darum, wie schafft ein Populationsbiolog am Naturmusee an das ist ein Res, die uns dann eben von Lützeburg über Island bis dann auf Feierland, also Südspitz von Südamerika feiert. Die Webinar, die findet nächste Montag 19 Uhr auf derselben Platz in einer Stadt. Guckt du einfach bei uns Sit, also mmagent.lu, respektive auf Facebook noch. Du werden die Sachen dann alle draufstehen, wo du einfach dann musst du klicken und da sind dann Matzen dran. Voilà. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wie gesagt, jeder, der mitgemacht hat, ein großes Merci und bis gespannt an. Merci.